ist es, ein ganzes Leben lang anders zu sein, nicht so zu glauben wie die anderen, eine gleichgeschlechtliche Liebe zu leben und gleichzeitig einen spirituellen Weg zu gehen? Mein Gesprächspartner ist der Ernst Ostertag, Jahrgang 1930. Er war Primarlehrer und Heilpädagoge und ist heute noch eine prägende Figur der Schweizer Schwulenbewegung. Zusammen mit seinem Partner, Röbi Rapp, hat er über Jahrzehnte für Gleichberechtigung und Menschenwürde gekämpft. Weniger bekannt ist seine buddhistische Praxis, die er seit den 1960er Jahren pflegt. Prägt von Gelassenheit, Mitgefühl und einem tiefen Engagement für die Welt. Wir reden über seine Erfahrungen, anders zu sein, über seine Erlebnisse als Lehrer, über Polizeigewalt und politischen Widerstand, über den Film «Der Kreis» und auch darüber, wie Meditation seit vielen Jahren eine Quelle von Ruhe und Mut geworden ist. Auch Liebe und Verlust, Erinnerungskultur und die Frage nach innerer Haltung ziehen sich durch das Gespräch. Das Gespräch ist etwas länger als gewöhnlich. Ich habe es aber so beeindruckend gefunden, dass ich trotz Kürzungen bei dieser Länge geblieben bin. Man kann es gut in mehreren Etappen hören und sonst hat es Kapitelmarker, die den Einstieg in die einzelnen Themen erleichtern. Für mich war es ein eindrückliches Gespräch über Spiritualität, Engagement und Erinnerungskultur, getragen von persönlicher Integrität, Liebe und einem Leben, das nicht in die Norm passt. Bevor wir starten, noch das. Der Podcast ist ein Herzensprojekt. Ich verzichte bewusst auf Werbung und möchte ihn für alle frei zugänglich halten. Wenn du ihn unterstützen willst, freut mich ein Like, ein Kommentar oder wenn du ihn weiterleitest. Falls du etwas zu den Produktionskosten beitragen willst, dann geht das ganz einfach über die Wind. Die Infos dazu findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch oder in den Shownotes. Jetzt aber viel Vergnügen mit dem Gespräch mit dem Ernst Ostertag. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit dem Ernst Ostertag. Der Ernst ist 1930 geboren und ist über 40 Jahre als Primarlehrer und Heilpädagoge tätig gewesen. Aber bekannt ist er durch etwas ganz anderes. Zusammen mit seinem Lebenspartner, Röbi Rapp, ist er zu einer Ikone der Schweizer Schwulenbewegung geworden. Die beiden haben über 60 Jahre in einer Partnerschaft gelebt. Lang im Verborgenen, bis sich dann der Zeitgeist gewandelt hat. Als erstes gleichgeschlechtliches Paar im Kanton Zürich haben sie 2003 ihre Partnerschaft offiziell eintragen lassen. Ein historisches Zeichen für Gleichberechtigung und gelebte Liebe. Schon in den 1950er Jahren hat sich der Ernst beim legendären Zürcher Club «Der Kreis» engagiert. Er ist Mitgründer von der Schweizer Organisation der Homophilen und ist über Jahrzehnte hinweg aktiv geblieben. Publizistisch, politisch und historisch. Sein Engagement geht von der Gründung von queeren Zeitschriften über die Aufarbeitung von der schwulen Geschichte bis hin zur Mitwirkung bei Gesetzesinitiativen. Auch mit über 90 Jahren bleibt er eine wache Stimme für Respekt, Erinnerung und Gleichstellung. Weniger bekannt ist, der Ernst ist seit 1969 praktizierender Buddhist. Er hat mehrere Bücher zu buddhistischen Themen veröffentlicht, hat für die Zeitschrift Bodhibaum geschrieben und sich in Hilfsprojekten wie Rockbar engagiert. Seine spirituelle Praxis verbindet er mit einer tiefen Haltung von Gelassenheit und Mitgefühl. Nicht als Rückzug, sondern als Quelle für sein lebenslanges Engagement, sowohl beruflich wie in den politisch-gesellschaftlichen Anliegen. Der Ernst lebt in Zürich. Nach dem Tod von seinem Partner Röbi Rapp ist er bis heute weiterhin tätig geblieben für Aufklärung, Erinnerungskultur und spirituelle Entwicklung. Unbeirrbar wach. Ernst, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Danke dir, dass ich mit dir reden darf. Das finde ich sehr schön. Und ich bin der Ernst Ostertag, uralt eigentlich, aber im Kopf komischerweise einfach immer noch sehr präsent. Kopf und Mund, das läuft gut, das andere ist alles wackelig. Ja, ein gemeinsamer Freund von uns hat vorgeschlagen, dass ich mit dir rede. Und als ich dann recherchiert habe, habe ich gemerkt, du bist ja eine Legende. Du hast so viel gemacht und bewegt. Es gibt ein Buch über dein Leben. Und eine wichtige Zeit aus deinem Leben ist im Film «Der Kreis» verfilmt worden. Es gibt also endlos Themen, die wir anschneiden könnten. Aber der Podcast dreht sich auch um Meditation und Spiritualität. Darum probiere ich vielleicht dort ein bisschen einen Schwerpunkt zu legen. Aber am Anfang nimmt es mich gleich Wunder. Sag ernst, wie ist denn das, wenn man sich auf das Mal in einem Film quasi sieht, wenn das Leben von einem oder ein Teil vom Leben verfilmt wird? Das war gar nicht so etwas Besonderes für uns, weil wir ja den Film
mitgemacht haben. Wir sind ja selber Protagonisten im Film, weil es ist nicht einfach ein Spielfilm, sondern es ist ein Doku-Fiction-Film. Und den Doku-Teil, den haben wir aufgenommen und dort sind wir aktiv dabei. Und der ist dann reingeschnitten worden in einen Fiction-Film, der über unser Leben ist. Das heisst, die Abschnitte von unserem Leben, wo wir jung sind, die haben Schauspieler gespielt. Und das hat man aufgenommen. Dann hat man uns drin hineingenommen, irgendwie eben als der Doku-Teil, wo die gespielten Szenen kommentieren und eigentlich noch sagen, ja, so ist es gewesen, tatsächlich. Oder es ist noch viel schlimmer gewesen, als jetzt dargestellt. Oder es ist auch ein bisschen verändert worden. Dann, der Film braucht eine Spannung, wo das Leben an sich nicht hat. Sonst schaut ja niemand. Das zeigt man schon an dem an, dass der Film einen Abschnitt von 10 Jahren aus unserem Leben zeigt, zusammengefasst auf 1 Jahr im Spielfilm und zusammengeschnitten auf 100 Minuten. So lange dauert der Film. Also muss da eine Dynamik rein, es muss Action rein, wo vielleicht mit der Wirklichkeit nicht ganz übereinstimmt, aber sagen wir, wörtlich nicht übereinstimmt. Aber in der Art absolut klar das raushebt und wo das dramatisiert. Denn der Film ist ja ein Drama, sonst schaut das ja niemand. Und das ist dann auch so gemacht worden. Und wo wir dann das gesehen haben, da haben wir gefunden, oh, das ist aber eben, das ist hochspannend. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr eindrücklich. Und es ist schon unser Leben und auch wieder nicht. Ja. Aber es ist sehr, sehr ein berührender Film. Also mir ist er recht unter die Haut gegangen. Ich habe ihn letzte Woche geschaut, um das Gespräch noch vorzubereiten. Und ja, also es ist wirklich nachgegangen nachher, wie das vor 60 Jahren da in Zürich zu und her gegangen ist, wie die Ausgrenzung der Schwulen noch wirklich also massiv anders ist. Da stehen wir heute, ich glaube, zum Glück schon ein bisschen an einem anderen Ort als damals. Auch dank deinem Engagement. Ja, ich will noch dazu sagen, ich dann lange genau darüber nachdenken. Die Polizei, die uns verfolgt hat, die Polizei, die mich geschlagen hat, die Polizei, die mich erpresst hat, indem sie gesagt haben, also, wir haben die Möglichkeit, sie 24 Stunden bei uns im Keller einzusperren. Und wir werden morgen dann bei Ihnen in der Schule anrufen und werden sagen, wo Sie sind und warum Sie nicht in die Schule kommen und warum Sie da bei uns gefangen sind. Für etwas, das notabene gesetzlich kein Verbrechen mehr war zu dieser Zeit? Nein, absolut nicht. Es war nicht eine Gesetzesübertretung. Gar nicht. Man konnte mir nicht vorweisen. Gesetzlich wäre es verboten gewesen mit Strichjungen und mit Minderjährigen, also mit Personen unter 20. Was bei mir nicht der Fall war. Also, es ist nichts vorgefallen, das hat die Polizei festgestellt. Und trotzdem haben sie das gemacht, weil sie einfach wollten, ihre Register füllen. Und weil sie gemeint haben, und drängt auch vom Volkswillen, wo damals so entsprechend aufgebauscht worden ist durch die Presse, wo auch auf die Mordfälle im Milieu eben gefunden hat und es ist grauenvoll, das müsse ausgemerzt werden aus dem Volkskörper, die Eiterbühle, Homosexualität, also man hat dort Nazi-Parolen verwendet, öffentlich. Und ich habe gefunden, das ist einer Demokratie nicht würdig. Und ich werde dafür kämpfen, sobald ich kann, dass sich das ändert und dass wir wieder eine saubere Demokratie haben in dem Land.
und in dieser Stadt. Und das haben wir dann auch erreicht. Aber eben, hat angefangen 20 Jahre später. Ja. Und in diesen 20 Jahren war es halt sehr schwierig gewesen, wirklich. Und man hat immer auch gefunden, ja, also ich bin ja eben als Lehrer natürlich sehr viel mehr exponiert gewesen als der Röbi, der in der Privatwirtschaft war und wo ihm hat man es gewusst, das war kein Problem gewesen. Und bei mir ist es natürlich schwierig, eben, wenn sich Eltern zusammentun und sagen, also, wir wollen keinen schwulen Lehrer, das geht nicht, und wir schicken nicht unsere Kinder zu einem schwulen Lehrer. Ja, was kann dann die Behörde machen? Sie kann gar nichts machen, dann müssen sie mich entlassen. Und darum habe ich dann einen Notausgang gesucht und habe mich gemeldet bei der UNESCO in Paris, beim Hauptsitz. Und dort hätte ich eine Stelle gehabt, dann eben als Pädagoge in irgendwelchen Einsätzen, die es gegeben hat, weltweit oder so. Und das wäre dann eben eine Art Möglichkeit gewesen, die Schweiz zu verlassen, wenn es klopfen sollte. Und ja, das ist halt einfach, das hat man müssen haben. So etwas. Sonst hätte man gar nicht das ausgehalten und durchgehalten. Und das war nötig gewesen. Und mir hat natürlich eben das auch geholfen, dass ich nie versucht habe, andere anzuschwärzen. Und darum habe ich dann nach dem Film, als ich das gesehen habe, dass das alles im Film so dargestellt wird, habe ich gedacht, ja Herrschaft, wo ist der Anfang von dieser Ächtung von gleichgeschlechtlicher Liebe? Das ist ja auch eine Form von Liebe, die geächtet ist. Wo ist der Anfang davon? Und wenn man zurückgeht, dann sieht man das ganz eindeutig in den beiden Paulusbriefen, Römerbrief und Korinther 1 oder 2, wo er da den Sündenkatalog, nennt man das ja, aufzählt und unter anderem eben auch schreibt, als ein Christenmensch macht das nicht, was man in Rom oder in Korinth, 2 Großstädte damals, mit sehr vielschichtiger Bevölkerung und sehr offen und was wir heute offen würden nennen, und hat das gestoppt. Unter anderem, es ist ein Haufen andere Sachen auch, was ein Christ nicht tun soll, wo dort ist. Und dann, daraus hat dann Theologen angefangen, ihr ganzes Gebäude zu bauen. Und schlussendlich, für mich war dann, wir sind alle Opfer von der Ächtung. Auch Polizisten, die wir schlagen. Nicht nur ich, auch die Polizisten. Sie machen das im Wahn, dass Homosexualität etwas Schlimmes ist, wo man ausmerzen muss. Sie sind auch das Opfer von der Ächtung. Und die Ächtung hat es nicht gegeben vor dem Christentum. Und hast du herausgefunden, als du dich damit befasst hast, warum das gemacht worden ist? Also haben sie Angst gehabt, es ginge den Nachwuchs aus? Oder, also, es ist eine Art ein Schwarz-Weiß-Denken, das dann angefangen hat. Ja. Also, ich verstehe den Paulus sehr gut in seiner Lage, an die verfolgten Christen zu gelangen innerhalb des Römischen Reich und sagen, wir sind anders, wir müssen anders leben, wir können nicht so und so leben, wir müssen Zucht und Ordnung haben und so weiter. Nun hat man es dann nachher übertrieben. Also es war so eine generelle Abgrenzung, wo man sich dann über die Jahrhunderte einfach irgendwie einen Teil besonders rausgepickt hat. Und dann hat man den einen Teil angefangen, ganz enorm verfolgen. Es gibt keine einzige Religion, nicht einmal der Islam, wo Homosexualität und homosexuelle Menschen dermaßen grausam, systematisch verfolgt hat wie das Christentum. Über Jahrhunderte. Ja.
Das kann man anschauen, selbst eben in den Kirchenvätern, verschiedene Kirchenväter, bis zum Augustin und weiter bis zum Thomas von Aquin und weiter über die Reformierten, also die Reformatoren aus Luther und Zwingli, die haben das nicht verbessert, Calvin auch nicht. Und wie war es denn für dich gewesen? Also du hast gesagt, du bist, also bevor wir angefangen haben aufzunehmen, du bist sehr in einem protestantischen Umfeld aufgewachsen, eben 1930 geboren, also wo du gemerkt hast, dass du schwul bist. Ich nehme an, erstens die Gesellschaft war noch ganz anders gewesen, aber die Kirche hat auch noch viel, viel mehr Einfluss auf die Gesellschaft gehabt. Bist du als Kind religiös oder spirituell gewesen, oder wie hast du das erlebt? Ich habe mich immer schon als Kleinkind einesteils gemerkt, ich bin anders wie die anderen Kinder. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Ich hatte sehr viel Kopfweh, fast immer. Später haben wir dann gemerkt, dass ich übersichtig bin und dass das der Grund ist. Also, eben, ich habe Vögel und ihre Nester gesehen in den Bäumen, wo ich den anderen Kindern gesagt habe, schau mal, dort den Vogel, und die haben das nicht gesehen. Und das ist dann, und mit dem Kopfweh habe ich gleich gemerkt, wenn Lärm ist, wird es mehr. Wenn es hell ist, wird es mehr. Und dann bin ich halt als kleines Kind, vor dem Kindergarten, in der Nähe, wo wir gewohnt haben, es einen Friedhof mit hohen Bäumen. Da bin ich dort her, im Friedhof mit hohen Bäumen im Schatten. Und bin immer da gewesen, dort ist still. Und ich habe dort über vieles angefangen nachzudenken und habe geschaut. Habe den Blumen zugeschaut, wie die gewachsen sind, habe all den Käferli und Würmli und weiss ich und den Vögel und so weiter gesehen. Und gleich gesehen, einer frisst der andere. Und die Blumen sind wunderschön. Und wenn sie frisch sind auf dem Grab auch, und dann welken sie und dann faulen sie und dann ist es grusig und dann werden sie zu Erde und wachsen wieder neu. Das ist ein Kreislauf. Das ist mir als Kind, als Kleinkind schon vor dem Kindergarten aufgefallen. Und ja, und dann habe ich einfach gewusst, die anderen Kinder die haben sich um solche Fragen gar nie gekümmert. Natürlich nicht. Die haben sich gehabt und haben gespielt. Und ich habe, wenn es Regenwetter war, habe ich auch gespielt mit den Kindern und habe Freude gehabt. Und ich habe immer wieder etwas Neues erfunden, was ich machen könnte und wo wir wieder ein neues Spiel oder irgendetwas so. Und das war schön und interessant. Aber eben, heimlich bin ich anders gewesen. Und dann hat die Mutter, unsere Mutter, die eben sehr fromm protestantisch war, sie hat dann uns, mein Bruder und mir, der 2 Jahre jünger ist als ich, hat sie eine biblische Geschichte erzählt, immer am Sonntag. Und dann haben wir das gerne zugelassen. Sie hat wunderbar erzählen und die Geschichten ein bisschen ausschmücken auch. Also Geschichten aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, Jesus-Geschichten, die verschiedenen Gleichnisse von Jesus und dann über seine Leidensgeschichte und so weiter. Und irgendwann einmal habe ich gemerkt, wo mein Bruder angefangen hat, gewisse Fragen zu stellen und sie ihm dann Antworten gegeben, da habe ich total entsetzt. Da habe ich gemerkt, die glauben das. Du hast es als Geschichten aufgefasst mehr? Ja, für mich sind das Märchen wie die anderen Märchen, wo man gehört hat, oder Sagen, schöne Sagen, wie die von Wilhelm Tell oder von der Teufelsbrücke oder weiss ich was, wo einen tiefen Kern haben von Wahrheit, aber nicht wortwörtlich so sind, sondern eigentlich eben auf etwas, wo hindeuten, wo man nicht sagen kann, was aber wahr ist. Und wo der Grund ist vom Leben und vom Zusammenleben. Das habe ich so gesehen. Aber das als eine Auferstehung von den Toten und eine Himmelfahrt und weiss ich was alles. Und schon vorher eben so eine eigenartige Geburtsgeschichte, die so wunderschön ist. Und dann mit dem Kindermord und vom Herodes und dann die Flucht nach Ägypten und all das Zeug.
das sind wunderbare Bilder, die auf Sachen hindeuten, auf Angst und Überwinden von Angst und auf Wege müssen gehen, wo kein Weg sind und so weiter. Das ist mir alles völlig klar gewesen. Und das ist für mich viel wichtiger gewesen als das Wort Glauben. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich kann das nicht glauben. Da habe ich wieder neu gemerkt, eben, irgendetwas ist anders bei mir. Mhm. Und ich denke über Sachen nach. Und wenn ich darüber mit den Erwachsenen rede, dann verschrecken die. Und da haben die halt mit den Erwachsenen nicht mehr geredet. Für was auch? Ich habe gesehen, ich denke anders und bin anders. Und dann, aber du musst ja dann funktionieren. Überall. Und du hast Folgen und du machst es richtig oder weiss ich was. Ich hatte auch eine starke Beziehung zu dir. Nur wegen dem, weil mein Bruder war ein sehr schwieriger war. Und hat sehr viel, ist auch viel krank gewesen und hat viel Aufmerksamkeit gebraucht, die ich nie gebraucht habe. Mhm. Ich war schon als Kleinkind immer mit mir selber zufrieden gewesen. Und dann hat er alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und ich habe gefunden, das ist ja wunderschön, dann kann ich machen, was ich will. Und das habe ich auch gemacht. Und niemand hat mich gebremst. Aber du hast jetzt gesagt, du hast quasi gemerkt, dass du mit deinen Fragen oder auch mit deinen Erkenntnissen oder wie du die Sachen siehst, nicht zu den Erwachsenen hast können gehen. Und das hat jetzt so ein bisschen wie die spirituelle Seite betroffen. Und gleichzeitig wirst du ja wahrscheinlich irgendwann gemerkt haben, wenn man so ins Alter kommt, wo Sexualität interessant wird, dass du dort wahrscheinlich mit fast niemandem hast darüber reden, oder? Das heisst, du hast eigentlich dann wie verschiedene Stränge gehabt, die sich so im Verborgenen abgewickelt haben. Ja, ganz genau. Das war so gewesen. Und ich bin dann auch ein relativ schlechter Schüler gewesen, weil ich gefunden habe, die Schule, also, das ist verlorene Zeit. Ich konnte schon im Kindergarten lesen und zählen und rechnen habe ich auch können, aber ich hatte eine sehr gute Lehrerin gehabt. Und, aber ich bin nicht gerne in die Schule gegangen. Wegen ihr bin ich dann gegangen. Und dann hat sie halt, also bin ich immer zu spät in die Schule gekommen. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat ja den Weg von ihrem Haus ins Schulhaus führt ja bei mir vorbei. Und dann ist sie mich holen, damit ich nicht zu spät komme. Und dann nachher habe ich gefunden, das ist wunderbar. Und habe sie angefangen, die ist auf mich eingegangen. Das ist die erste Person, die wirklich auf mich eingegangen ist. Und der habe ich dann erzählt, das und das. Und schau mal, man muss da schauen. Oder sie müssen da schauen. Da hat es dann Käferli und so, da hat es eine Ameise auf, das sieht man so und so. Und dann habe ich das gesagt, dann gefragt und so weiter. Und nach 3 Wochen ist sie zu meiner Mutter gegangen und hat gesagt, ich kann ihn nicht mehr holen. Jetzt komme ich auch immer zu spät. So viel zu entdecken gegeben unterwegs. Ja, so war das. Ja. Und ja, dann hat sie mir dann eben gesagt, los mal, ich weiss, dass du immer so und so ansehen, aber das sind Sachen, man muss im Leben gewisse Sachen einfach machen. Und das ist etwas davon und das musst du lernen. Du musst pünktlich sein, dort wo man muss pünktlich sein. Dort wo man nicht muss, spielt es keine Rolle. Aber in der Schule, von da an bin ich pünktlich gewesen. Weil dann, da habe ich es begriffen. Ja, aber ich habe immer das Geheimnis gehabt, dass ich so tun musste, wenn ich auch mit den Eltern dann würde beten und weiss ich was. Und ich habe gewusst, ja, der Jesus, wenn man jetzt da betet und hat uns das Brot geschenkt und weiss ich was, und wir danken dafür, ja wo ist denn der? Und warum danken? Der hat das Brot nicht gebacken, das hat der Bäck gebacken und der Bauer hat müssen und so weiter. Ich habe gewusst, woher das Brot kommt und alles. Das ist saure Arbeit und Schweiß und der Gott hat nicht viel damit zu tun. Was soll das?
Man kann ein bisschen ruhig sein vor ihm und nicht gierig loslegen mit Essen. Das ist nicht gut, das ist auch nicht gesund. Und also, das habe ich nicht gewusst, dass es nicht gesund ist, aber es tut mir nicht gut. Das habe ich gemerkt. Also muss man langsam essen und ich bin sowieso immer sehr langsam gewesen. Und dann habe ich auch gemerkt, wenn man langsam isst, dann isst man auch weniger. Und dann hat man viel weniger Schwierigkeiten. Und ja, und so ist das weitergegangen. Und dann irgendwann einmal habe ich dann gemerkt, meine Schulkameraden, die sind so blöd auf einmal. Die schauen die Mädchen an. Und statt dass man eben miteinander im Wald ist und rumgumpelt oder Räuber und Bulli macht und weiss ich was, auf Bäume klettert und so. Jetzt haben die ihre Schätzchen und schauen die Mädchen an, das sind so dumm. Bis ich gemerkt habe, du machst das ja auch, aber deine Augen gehen in die andere Richtung. Die schauen nach jungen Männern. Und denen gehst du anschauen, im Sommer. Wenn die Turner, die nur so ihren engen Turnhöschen, Zeckschüler oder, ja, vor allem. Und das zieht dich an. Und wenn ich jetzt von denen rede, dann würde ich auch so beleidigte Stimme haben wie meine Schulkameraden, wenn sie für ihre Schätzchen erzählen. Und dann habe ich aber zur gleichen Zeit gemerkt, das ist aber gefährlich. Das darf niemand wissen. Denn von Sex hat man nicht geredet. Nie. Und meine Mutter hat zwar gesagt, ja, sie ist sehr aufgeschlossen, hat sie ja gesagt. Und wenn wir fragen, soll man kommen, und dann habe ich mal so ein bisschen Fragen stellen. Und dann habe ich gemerkt, wie die entsetzt ist. Dass da eigentlich viel mehr weiss, als sie für gut findet. Dann habe ich halt wieder nicht mehr gefragt. Und dann habe ich gewusst, das ist etwas. Und dann habe ich auch gemerkt, das ist etwas, das ist Schande. Wenn das rauskommt, dann geht die Hölle los. Also muss ich das genauso in der christlichen Familie, dass ich nicht glauben kann, das kannst du noch gut als Geheimnis behalten und andersrum tun. Und da muss ich jetzt halt auch, das ist ein Riesengeheimnis, das betrifft mich ganz, ganz stark. Und ich habe dann ein Experiment gewagt mal. Das heisst, es ist dann so rausgekommen, ein Göttibub von meiner Mutter, der war 3 Jahre älter als ich war da 13. Der ist zu uns auf Besuch gekommen, in der Ferien. Und den habe ich bewundert. Das war ein Jüngling, ein halber Mann. So ein Schnäuzchen und so. Und ich wollte unbedingt im gleichen Zimmer schlafen wie er. Und das habe ich aber gewusst, das kannst du nicht, das geht nicht. Und dann sind viel miteinander gemacht. Wir haben gut zusammen gegessen, das war wirklich köstlich. Ich natürlich den immer bewundert, der mich nicht, aber er hat mir einfach gefunden, ja, du bist ein glatter Kerl, mit dir kann man einfach alles machen und so, du machst alles mit. Und mein Bruder viel weniger, weil er das nicht so können. Dabei hätte er das besser können. Aber ja, gut. Ja. Und dann hat er mal plötzlich im Wald geht er in ein Gebüsch hinein und sagt, komm mal schauen. Und da steht ganz viele Blut da. Und ich habe ihn bewundert. Und sagt, schau, ich kann etwas Tolles machen mit mir. Und dann hat er angefangen, sich umzureiben, hat er einen Stiefen bekommen. Und dann hat er es rausgespritzt und hat gestöhnt. Er hat gesagt, das ist so wunderbar. Und ich habe gesagt, das machst du aber bei mir auch. Das musst du bei mir auch machen. Das wollte ich auch. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht einen anderen Tag und so. Dann hat er dann das mal gemacht. Aber mir hat das noch nicht gespritzt. Aber es war irrsinnig schön. Sagenhaft. Und dann habe ich es angefangen, bei mir selber zu machen. Das konnte ich dann auch können. Und da habe ich mich in den so verliebt. Und dann hat er gesagt, ich komme dann das nächste Jahr wieder.
Ich habe ein Jahr lang gewartet, bis der kommt. Und wo der kommt, das war richtig ein Mann, ein Junge. Und dann sagt er zu mir, weisst, ich habe jetzt eine Freundin. Und das ist viel besser, das ist so Bubenzeug, so wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Und so. Das lässt dann auch noch, eine Freundin ist viel besser. Und so. Das willst du dann auch noch lernen. Und so. Und nichts mehr will. Und in mir hat es brennt. Und ich habe, also das war, wenn man mich angezündet hat, die lebendigen Leib einfach verbrennt. Und ich konnte niemandem etwas sagen, natürlich. Gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, weil das dermassen wehtut, ist das Zeichen für mich, dass ich gar nicht anders kann. Ich muss so leben. Und wahrscheinlich werde ich nie irgendeinen Partner haben. Dann, wie sagt man dem? Kein Mensch weiss das. Und ob ich jemals, ob es das noch einen anderen gibt, der auch so fühlt. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann machst du halt etwas anderes im Leben. Das kannst du ja wahrscheinlich auch. Und Selbstbefriedigung, das geht gut und ich kann ja nicht anders. Und wenn der Pfarrer irgendwann mal etwas erzählt hat, wie das Sünde sagt oder weiss ich was alles, dann sagst du, ja, das gilt für die anderen, aber für mich nicht. Ich kann ja nicht anders. Die anderen, die können schon. Also für die ist das schon recht, aber für mich nicht. Und es gilt mir nicht. Und das ist an mir einfach wie Wasser runtergelaufen. Und ich habe und da habe ich gewusst, ich bin einfach ganz anders und das darf niemand wissen. Und da habe ich gedacht, ja, schwebt im Rumpelstilz. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich bist du wieder Froschkönig. Alle sehen wie dir der Frosch. Aber niemand weiß, dass du inwendig ein Prinz bist. Und ich habe dann gemerkt, oh ja, ich bin anders und ich bin viel, nicht besser, aber niemand weiß das. Und mit dem bin ich bestens überall durch die Welt gekommen. Ich habe nie darunter gelitten. Man sagt dem dann später, und dann gelesen, was Doppelleben sei und dass das schlecht sei. Und dann habe ich gelernt in der Psychologie, dass das krank macht. Und weiss ich, und ich habe gefunden, ihr wisst das gar nicht. Das macht nicht krank, das macht glücklich. Man muss es nur wissen. Man muss so richtig umgehen damit. Und dann ist das in der Ordnung. Und ja. Und trotzdem ist dann in den 50er Jahren die Zeit gekommen, wo du eben für den Kreis angefangen hast zu engagieren. Ja, das war viel später. Das war alles noch. Natürlich, in dieser Zeit war auch während dem Krieg. Und dann ließ ich mal im Zeit, ich bin wahnsinnig stark auf der Seite der Engländer gewesen, immer. Aber es hat wieder andere Gründe, warum. Und hat die Deutschen gehasst. Und da habe ich mir überlegt, halt, mit Hass, das musst nicht, die musst du verachten. Gut, verachten. Hitler und all das Zeugs, ja, die verdienen nichts anderes, Verachtung. Und da ist das Wort Ächtung auch drin. Verachtung. Und dann lese ich in der Zeitung, in der NZZ, über den Gandhi, dass der in Hungerstreik getreten sei, aus dem Grund, weil er will, dass die Engländer Indien frei machen und aus Indien abziehen. Und das ist der Letzte. Da kämpft England allein. Das war 1942. Da kämpft England gegen die Deutschen und der fällt denen in den Rücken. Das hat mich verrückt gemacht, richtig getroffen. Und ich habe gefunden, und jetzt tritt der, der stirbt an seinem Hungerstreik und dann ist fertig mit dem. Und dann in der Nacht habe ich dann darüber nachgedacht und dachte, ja, halt mal. Die ganze Welt steht in Waffen. Und die kriegen und es sind Millionen von Menschen, die sterben
und verwundet werden, grauenvolles Leid erleben. Und der alleine gegen ein Empire, wie England damals noch war, der British Empire, ohne Waffen. Was? Der muss etwas haben. Der muss eine unsagbare Waffe haben, die der stärker macht. Und dann bin ich in der Bibliothek vom Vater suchen und habe dann dort tatsächlich Bücher gefunden von Gandhi und habe die gelesen. Das sind seine Artikel, die er in Young India, in der Zeit, wo er in Südafrika war, geschrieben hat. Und dann habe ich ein Buch gefunden in einem Antiquariat. Da bin ich 12 gewesen. In einem Antiquariat da habe ich ein Buch gefunden von Romain Rolland. Das ist aber schon im 1918 oder 19 rausgekommen, über das Leben von Gandhi. Aber sehr schön beschrieben, so wie es da war. Und dann habe ich gemerkt, der ist Hindu, der hat das und das. Und seine Mutter, das ist eine Bhakti. Dann habe ich nachgeschaut, was ist eigentlich das? Und ich habe in der Lexika vom Vater nachgefunden, was das ist. Ja. Also das ist eine geistige Strömung. Und das ist so stark. Das gibt ihm die Kraft. Und der macht das widerstandslos, ohne irgendjemanden zu verletzen. Und das hat mich dann geprägt, ganz stark. Und dann habe ich angefangen, Sachen zu lesen über Hinduismus. Vieles war auf Englisch, was ich noch nicht konnte. Aber was ich so finden konnte. Und habe dann gefunden, ja, das ist irgendwo ist da etwas, das mich voll packt. Und wo nicht gespalten ist zwischen der Erzählungen und Wirklichkeit. Und das musst du jetzt glauben. Nein, das kannst du erfahren. Das ist etwas ganz anderes. Und dort gehörst du her. Das ist mir dann klar geworden. So mit 12, 13 und dann später. Und dann mit 17 bin ich ins Seminar, haben meine Eltern mich ins Seminar Unterstrasse, ins evangelische Lehrerseminar geschickt. Eine fromme Schule. Und ich habe gewusst, ich muss aufpassen. Also, ich bin schwul, das darf man nicht sein bei den Christen. Ich kann nicht glauben, das darf man auch nicht bei den Christen. Das geht aus mich raus. Und das wäre Schande für meine Eltern. Das können meine Eltern nicht antun. Das steuert, das zahlt der Vater einen Haufen Geld, dass ich das kann. Und da muss ich schauen. Und Schwulsein verstecken, das habe ich gut können. Aber mit dem Glauben war es ein bisschen schwieriger gewesen. Und da habe ich aber gemerkt, eigentlich die theologischen Bücher, die wir da durchnehmen und so, das ist spannend. Das sind Spekulationen. Wenn du die Hypothesen aufstellst von einem Schöpfergott, dann musst du erstens einmal sofort musst du dann etwas haben, eine Erklärung für alles, was schlecht ist. Also musst du einen Teufel erfinden. Und damit spaltest du die Natur in zwei Teile, gut oder böse. Und die Natur ist nicht so. Die Natur ist weder gut noch böse, sondern immer beides miteinander. Und sie bewegt sich dauernd. Und Gott ist etwas ganz anderes. Gott ist etwas weit drüber raus, wo wir uns nicht können. Mit einem Wort, das Wort mit drei Buchstaben, das trifft es nicht. Es ist viel etwas Tieferes, etwas Umfassenderes. Und, aber man kann an dem umdenken und umschreiben. Und das haben dann gemacht und ich habe in der Religion immer einen Sechster, immer. Und die haben alle dann gemeint und auch geredet, ja, du wirst mal Pfarrer und so. Und da habe ich gewusst, wenn die denken, ich will Pfarrer, dann denkt kein Mensch, dass der schwul sein könnte. Das ist so weit weg.
Und dann habe ich das gefunden, ja gut, das soll ich sagen, das ist wieder für den Pfarrer, das wieder sicher nicht. Wenn du nicht kannst glauben, kannst du nicht Pfarrer sein. Aber du kannst interessiert sein an der Religion oder am Spirituell. Dann habe ich das herausgefunden, dass man dem spirituell sagt. Zur gleichen Zeit habe ich dann einmal gefunden, wie sagt man dem, was ich so bin, in meinem erotischen Gefühl. Und bin dann fündig geworden im Lexikon wieder, in der Lexikon, unter Medizin und dort unter Pathologie und bin dort auf den Begriff Homosexualität gestoßen. Und das war beschrieben. Und da habe ich gewusst. Das sind alles dumme Sachen. Die sind Doktor und Professoren und weiss ich was, die das schreiben, die verstehen null. Nichts davon. Ich bin nicht krank, ich gehöre nicht zum Pathologen. Das ist völlig falsch. Es ist Natur. Und Natur kann man nie definieren. Das ist einfach so. Also, und wenn es etwas mit Gott zu tun hat, dann ist es völlig in der Ordnung. Aber das ist eben etwas ganz anderes, als was ihr meint, was Gott ist. Und da kann man das in die Richtung kann man philosophieren oder spekulieren und das aufschreiben und dann kommt man ein Sechser rüber. Das ist ja wunderbar, gut, dann habe ich das gemacht. Und nachher, als ich dann Lehrer war, dann habe ich gleich gemerkt, zuerst wollte ich das machen, was der Film zeigt. Und dann habe ich mir überlegt und gedacht, nein. Also was meinst du, dass er nicht machen, was der Film zeigt? Mittelschullehrer. Das haben sie ein bisschen entfremdet im Film, gell? Das ist nicht genau die Art, die du unterrichtet hast. Und ich habe am Anfang gesagt, los, ich könnte das machen. Das habe ich mal im Kopf gehabt, dass ich das will. Das kann man mit 2 Filmsequenzen abhökeln. Und da kommt man raus, ja. Und man kommt raus. Aber was ich eigentlich mache, ein Heilpädagog mit Behinderten, Lernbehinderten und Sozialbehinderten und auch sonst behinderten Kindern, das kannst du nicht in 2 Szenen abhalten. Das geht nicht. Und das ist nicht das Thema vom Film. Ja. Also wenn man das, und das hat der Regisseur sofort begriffen und dann hat er das umgemodelt und dann haben wir das so gemacht, wie der Film eben das zeigt. Und dann ist natürlich dann hat er die Kunstfigur geschaffen vom Rektor, wo sich dann verschießt. Und da hat er 3 von unseren Freunden in eine Person hineingetan. Die alle 3 waren verheiratet. Alle 3 waren schwul. Und der eine ist verschwunden. Ich weiss nicht wohin. Der andere hat sich verschossen. Und der dritte, der ist enthoben worden. Und wir sind mit seiner Familie eng befreundet darüber und ich. Und haben die Frau gut gekannt, die hat das gewusst. Und wir haben Kind gut gekannt, 4 Kinder, 2 Mädchen, 2 Buben. Und der war Pfarrer. Und den haben sie abgesetzt. Dann. Weil er erpresst worden ist von einem Strichjungen. Und dann hat er die Krankheit, die schon in ihm angelegt war, Parkinson, hat er plötzlich bekommen. Das ist ganz steil der Berg ab. Und die Frau hat ihn gepflegt bis zum Tod. Und das war dann auch der Grund, warum wir zur Kirche austreten sind. Als Buddhist musst du ja nicht zur Kirche austreten, das ist nicht nötig. Und weil wir haben dann der Kirche geschrieben, eben, dass, also, wenn sie das gemacht haben, der so observiert. Und dann haben wir gesagt, nein, in dem Verein müssen wir nicht sein. Dann sind wir austreten. Und wie sind wir dann zum Buddhismus gekommen? Wir waren 41 da. Und also dann sind wir schon beim Buddhismus oder 69 sind wir? Ja. Haben wir Zuflucht genommen? Also sind wir wirklich offiziell? Ich habe nie Zuflucht genommen. Das war viel später. Das ist erst im... Ja, über die Gandhi.
Und dann über Hinduismus. Und dann habe ich mich angefangen, mehr und mehr beschäftigen damit. Nebendien, ich habe mich mit Literatur beschäftigt. Ich bin ein grosser Shakespeare-Fan. Ich war fast 60 Jahre lang Mitglied von der Royal Shakespeare Company in Stratford-upon-Avon und wir sind jedes Jahr, lange Zeit, also über 50 Jahre, sind wir immer nach Stratford Spiel schauen und so weiter. Und ich habe manches anderes noch gemacht und so. Und aber da hat mich der Hinduismus sehr stark beschäftigt und ich habe dann angefangen, anders zu lesen. Ich habe Tagore gelesen. Ich habe Vivekananda, das Vedanta-Buch. Ich habe Sri Aurobindo gelesen und habe gemerkt, das ist unglaublich. Da bin ich daheim. Das ist alles. Und dann ist ein anderes wichtiges Erlebnis war, ich bin, als ich fertig war als Lehrer mit der Ausbildung und die erste Klasse kam, dann hat es ein Vortrag angesagt vom Daisei Taitaro Suzuki. Das war 1954. In irgendeinem Zimmer oder in einem kleinen Saal im Kongresshaus Zürich. Und das habe ich gesehen auf Englisch. Und das habe ich gesehen, da bin ich gegangen. Und wie er gesagt hat, wie es gesagt ist, dass ich einmalig über einen grossen Zen-Meister, der da einen Vortrag hätte. Und das hat mich dermaßen gepackt, wie er das gesagt hat, ein alter Mann. Und dann habe ich gemerkt, dass die Bücher sind aufgelegt waren. Und dann war ein kleines Büchlein dort. Was heißt der Vorname? Weiss nicht mehr, Herrigl. Zen in der Kunst des Bogenschießens. Kleines, dünnes Büchlein. Das habe ich gekauft. Und das habe ich sicher etwa 10-mal gelesen. Er schildert seinen Weg bei einem Bogenschiessen-Meister, einem Zen-Meister, wenn er dazu ist, zum Bogenschiessen-Meister zu werden. Eugen Herrigl. Und da habe ich gewusst, das ist es über sich selber herauswachsen und in eine Einheit hineinkommen, wo das Ego aufgelöst ist. Wo der schiesst, der Bogen und der Pfeil, der fliegt, und das Ziel dasselbe sind. Erst dann gelingt es, nicht nur den Bogen zu spannen, sondern auch zur rechten Zeit loszuschiessen und genau in die Mitte zu treffen. Und da habe ich gedacht, das muss ich schauen. Und da habe ich ein Büchlein gefunden mit so Anleitungen zum Meditieren. Mhm. Da bin ich 24 gewesen. Und dann habe ich aber viel anderes noch wieder gemacht. Und da dann gefunden, ja, das wäre das Ziel, das mache ich einmal. Aber es ist irgendwie, wenn man jung ist, macht man noch einen Haufen anders so und so und so. Und ich habe das einfach immer im Kopf behalten. Das ist meine Linie, das ist eine Linie, wo ich gehen will. Und wo auch das deckt, auch die religiösen Erfahrungen, die ich gemacht habe, deckt. Denn ich habe religiöse Erfahrungen gemacht im Christentum, eigenartigerweise, aber die waren spirituell. Ich bin mit 23, das war ein Jahr vor dem Suzuki, bin ich mit Autostopp durch Spanien. Das hat niemand gemacht.
Und da hat fast keinen Verkehr gehabt. Die ganze spanische Küste entlang von Barcelona bis nach Malaga. Und dann es hat kein Hotel, nichts gehabt. Die Küsten sind endlos leer gewesen, wo heute voller Hotels sind. Wunderschön. Und ich hatte ein paar Bücher bei mir im Rucksack und bin am Boot gesessen. Wenn mal ein Auto kam, oder irgendein Fahrzeug kam, dann bin ich an die Straße und habe dann so gemacht. Und zwischendurch habe ich gelesen, das war wunderselten. Es ist manchmal eine Stunde gegangen, bis wieder das Auto kam. Und dann bin ich, es war im Frühling, dann bin ich nach Cordoba gekommen. Und dort habe ich einen Typ kennengelernt. Und seine Familie, der hat mich angequatscht, einfach so. Und er hat gesagt, du, ich habe dann schon ein bisschen Spanisch können. Und dann hat er aber sehr gut Englisch können. Dann haben wir über Englisch geredet miteinander. Und über Literatur und weiss ich was. Und dann hat er gesagt, ja, kennst du Cervantes? Ich habe gesagt, ja, und ich habe den ganzen Don Quixote gelesen. Und das ist unglaublich spannend. Ich finde das etwas vom Grossartigsten, was es überhaupt gibt in der ganzen Literatur. Vielleicht noch heute. Und da haben wir diskutiert und man hat gesagt, los, jetzt kommt die nächste Woche, ist Semana Santa. Ich bin ja einer von diesen Kooperationen. Unsere Familie steht, habe ich dann eingeladen und seinen Eltern hochgestellt, Spanier gewesen. Und ich habe so in einem kleinen Zimmer gelebt, aber auch in der Altstadt von Cordoba. Und ich wollte nicht gehen. Du kannst ja anstatt mir gehen. Wir sind etwa gleich groß. Ich rede mal mit dem Meister. Und dann habe ich gesagt, ja, also, mich ist schon gern. Das ist ja irrsinnig. Und dann ist es tatsächlich dazu gekommen. Dann hat er gesagt, ja, ist in Ordnung. Und das war in dieser Nacht vom Freitag auf den Samstag. Und das ist um El Cristo Muerto ist gegangen, also der tote Christus. Der war am Kreuz und die Prozession ist gegangen, alle schwarz, weißt, mit diesen Hüten und nur die Augen, wie Kuckucksklan-Leute. Und barfuß und ohne Worte, nichts. Nur Trommeln. Und von Abend um 9 Uhr bis am Morgen um 3 Uhr. Von Kirche zu Kirche. Und dann hat eine Kirche angefangen zu läuten, dann sind wir dorthin gekommen, dann sind wir in die Kirche rein, dann sind wir nachher wieder raus. So hat sie geläutet und dann bis Mitte zu der nächsten, dann hat die aufgehört, dann hat die angefangen und so und auf dem Balkon laut und die haben ihre Saetas gesungen, die Frauen. Seufzer heisst das. Das ist so eine arabische Melodie. Unglaublich. Und ich habe natürlich nichts gesagt. Erst habe ich die Sprache nicht können. Ich habe mich nicht verraten. Ich habe auch niemandem sagen, dass ich eigentlich reformiert bin. Also nach taufte reformierter Christ. Und das war ein unglaubliches Erlebnis. Und ich habe gemerkt, das ist ein Erlebnis, das alle Grenzen sprengt. Weil du laufst und laufst und laufst. Und du hast den toten Gott hinter dir. Und der ist das Symbol für das, was nachher kommt, für die Explosion von der Auferstehung. Das heisst, in eine Realität, die über alles rausgeht. Und das hat sich irgendwie ereignet. Also, ja, eben, man hat ja nicht geredet, es ist kein Wort, null. Kein Gedanke, null. Aber ein Ereignis. Und dann am nächsten Tag ist dann der Ricardo Hund hat mir gesagt, und ich habe ihm wieder die ganze Uniform gebracht. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mit dem Meister geredet von der Prozession, die sind da so hoch begeistert. Ich kriege tatsächlich, also
nie mit irgendjemandem geredet. Warum? Die anderen haben ja Leute gehabt, die es gekannt haben, mal irgendwie einen Kopfnick oder mal irgendein Flüstern oder so. Null. Und ich hätte das bestens gemacht. Und habe gesagt, ja, das war für mich ein tiefes Erlebnis gewesen. Das ist einfach eine Art, ich weiß nicht, eben im Nachhinein habe ich gesagt, das war ein spirituelles Erlebnis gewesen. Ganz stark. Und dann habe ich auch gedacht, warum ist mir das jetzt passiert? Und warum passiert das alles? So, und ich habe dann gefunden, ja eben, das ist der Prinz im Frosch. Der erlebt Sachen, die andere nicht haben, die andere nicht erleben. Du bist ein Glückskind. Auch wenn es manchmal dann unglaublich schwer ist und unglaublich hart ist und gefährlich und weiss ich was. Aber du bist und bleibst einfach ein Glückskind, ja, irgendwie. Und dann ist mir das halt einfach ich konnte das nicht zusammenbringen mit dem Christentum, wie es das sowieso nicht, wie es von meinen Eltern gelebt worden ist, aber auch nicht, wenn ich es in der Schule erlebt habe. Mit einer einzigen Ausnahme, das war ein Lehrer, und der war ein Mystiker. Und der hat gewisse Sachen angetönt. Und das war für mich sofort ganz klar. Aber ich habe sofort gewusst, dem darfst du das nie sagen, das ist zu nahe an deine Geheimnisse. Das ist gefährlich. Ich weiss nicht, was der sonst ist. Der gehört in das Umfeld und ich gehöre in ein ganz anderes Umfeld. Das darf nicht berühren. Und und dann war der Vortrag von Suzuki und dann habe ich dann angefangen, so darüber nachdenken und Bücher lesen und so. Aber nicht nur, ich habe einen Haufen anderes dann auch gemacht. Und irgendwann mal eben was habe ich geschrieben, im 69 oder 63? Ich habe gemeint, 69 kriege ich noch nicht gelesen. Ja. Da bin ich 39. Ja, das stimmt. Und irgendwann mal habe ich gefunden, so, jetzt kommst du nicht weiter. Jetzt muss das sein. Und du hast eine Möglichkeit. Du hast das selber trainieren. Und du hast Anleitung. In diesen Büchern, wo, wenn man einfach Zen kann praktizieren, mit Atemüben und so weiter. Also, eben. Und dann habe ich gesehen, sehr, sehr gleich habe ich gesehen, ja, ich muss das regelmäßig machen. Sonst geht das nicht. Buddhismus kann man nicht mit Büchern lernen. Du kannst nicht wie Christentum die ganze Theologie kennen und du kannst die Kirchenväter kennen und weiss ich was, wo alles spannend ist und hochinteressant und weiss ich was. Nein. Das kannst du auch machen im Buddhismus. Und wenn ich diesen Weg gehe, dann brauche ich, jetzt hast du 30 Jahre lang Christentum studiert und christliche Theologie und weiss ich was dich einfach kann interessieren kann. Ich werde mindestens 30 Jahre brauchen, bis ich den Buddhismus so verstehe, rein geistig verstehe und so viel weiss, dass ich so daheim bin wie im Christentum. Und da muss ich jetzt anfangen. Jetzt bin ich dann 40, und 30 Jahre, dann bist du 70. Und da habe ich sofort gemerkt, das alleine nützt nichts. Du musst das praktizieren, denn die Lehre, die geht nicht über Wort. Die geht nur über meditative Erfahrungen im Bereich, wo so weit geht wie die Nacht in Cordoba. Und da habe ich angefangen,
meditieren, das war eben im 69. Und da würde ich sagen, von dem Zeitpunkt an bin ich eigentlich Buddhist gewesen, habe mich als Buddhist gedacht. Und ich habe aber niemand gehabt, es hat ja niemand gehabt, wo man könnte gehen oder fragen und so. Und ich dachte, das musst du halt selber machen, das kannst du ja. Das kannst du ganz bestimmt, das ist dein Weg. Aber ich hatte keinen Ort gehabt. Meine Wohnung war an einer Durchgangsstraße mit viel Verkehr. Und zur Nacht hat es nicht weit von da gewesen, zur Nacht hat es Prostituierte gehabt, die an der Strassenrand gestanden sind. Also hat es einen Nachtverkehr gehabt. In der ganzen Nacht war auch Lärm gewesen, vor allem im Sommer, wenn es heiß ist und der Geist aufgeht. Ich habe mit der Zeit gelernt, trotzdem zu schlafen und gut zu schlafen. Das ist mir dann gut gekommen, wenn ich bin reisen und so ein Hotel hatte, wo die anderen gesagt haben, ja, das war so ein Lärm gewesen, die ganze Nacht und so, und ich habe wunderbar geschlafen. Aber zum Meditieren geht das nicht. Das ist ein einziges Badzimmer. Und das Badzimmer war ganz klein, es hatte eine Badwanne, ein Brille und eine WC-Schüssel. Also bin ich hergeguckt im Bad. Rücken war die Badwanne, vor mir die WC-Schüssel. Und dann habe ich angefangen. So. Und plötzlich ist mir in den Sinn gekommen, und ich habe schallend gelacht. Die WC-Schüssel ist mein Altar. Das ist mein Buddha. Alles, was da sitzt, geht einmal die WC-Schüssel drauf. Das ist Scheiße. Und das ist zum Überschreiten. Das ist ja nur gut. Also ich meditiere in front of the Scheisse. Und dann irgendwann mal habe ich die Begebenheit, die irgendjemand in einem japanischen Kloster gesehen, wo ein Mönch fragt den Meister, was ist ein Buddha seine eigentliche Lehre? Und der sagt, schau dort, der Scheissstock. Typisch japanisch, Zen-Antwort. Ja, und das ist ja das Gleiche. Ja. Also, und das habe ich dann gemacht. Einige Jahre lang. Und der Röbi hat dann auch mitgemacht? Und der Röbi hat immer gesagt, erzähl mir alles, was du machst. Das habe ich ihm erzählt. Und dann hat er gesagt, das denke ich darüber nach. Und dann hat er gesagt, ich bin nicht der Typ, ich kann nicht meditieren, ich bin der nicht, aber ich folge dir und ich hänge mich dran. Und was du erlebst, auch wenn du es nicht kannst mit Wort, ich spüre das. Und ich mache das auch. Und da habe ich gesagt, das machst du immer. Ich habe Spanisch gelernt, mühsam. Und du bist mit mir nach Spanien gekommen. Und du hast innerhalb von ein paar Tagen hast du all das auch können, was ich mühsam erlernt habe. Und du hast es einfach über das Ohr und über... Er war ein Schauspieler und der hat das einfach können. Aha. Und dann sind wir das erste Mal nach Ostasien. Das waren wir 40 gewesen, 1970. Und wir hatten Kyoto enorm gefallen. Es war für die Weltausstellung in Osaka, die erste, die es gab. In Osaka. Jetzt war der letzte, die zwei. Und da hat mir auch Kyoto so enorm gefallen. Und ich habe gefunden, da muss ich mal her. Und dann 4 Jahre später bin ich dann hergegangen und dann konnte ich in einem Studentenhaus wohnen, wo auf dem Gelände war von einem Zen-Tempel. Und dann hat es dort ein paar wenige Studenten gehabt, die nach ihren Zimmern waren, wie sie Arbeiten geschrieben haben. Das war also das Studentenhaus von der amerikanischen Universität in Kyoto. Eigentlich eine christliche Universität auf dem Grund von einem Zen-Tempel. Und da habe ich gesehen, mal sind die Türen offen, es war heiß. Und da sehe ich, wie einer auf seinem schwarzen runden Küsse sitzt und meditiert. Und da habe ich gedacht,
dem wollte ich mal reden. Dann später mal angequatscht und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und er ist sofort sehr gut verstanden. Er hat nicht so gut können Englisch, aber man das sonst über vieles einfach gut können unterhalten, auch über Meditation. Er hat gesagt, ja, ich gehe in einen Zen-Tempel nicht weit von da, und er hat dort einen Meister, der ihn anlehrt und so. Er will das weitermachen. Und dann habe ich gefragt, ob er mal zu dem Meister reden. Ich würde auch mal gerne in einen Zen-Tempel gehen und vielleicht mal über eine Nacht dabei sein, wenn das geht. Dann hat er gesagt, ja, es sagt dann nächstens ein Session, aber die gehen über die kürzesten, über 3 Tage und 3 Nächte. Und nur eine Nacht, das wissen wir nicht. Und er hat gesagt, ich habe nicht mehr Zeit. Habe ich dann können. Und dann bin ich da. Und dann haben sie es gemacht. Es war Soto-Zen, also man hat gegen die Wand gerichtet, meditiert. Und hinter mir war dann ein Gang, dort ist der Mönch angelaufen mit dem Stab, mit dem Stock. Und irgendwann mal nach einer Stunde, also 50 Minuten meditieren, 10 Minuten gehen, und dann ist mir mal, hat es irgendeinen Gang gegeben, dann sind sie zum Meister können. Also, und das ist die ganze Nacht gegangen. Ich habe gedacht, ja gut, das ist wie in Cordoba. Aber viel härter. Warum? Erstens muss man hocken, man kann nicht laufen. Nur 10 Minuten laufen. Und man ist allein. So hat es überall solche, die da sitzen. Und ich musste mit dieser Situation die in Einklang bringen und dann lernen, auf das Koan, das ich kann. Also, ich habe das Einfachste genommen, wenn man so das immer hat, Mu, nichts. Und dann die ersten 2 Mal, als ich dann zu dem Meister gekommen bin, dann hat er geguckt, wenn ich hinlaufe, und hat gesagt, go, go, go. Ja gut, das ist nichts. Wieder herhocken. Irgendwann hat es eine Spannung gegeben und ich konnte die nicht wegbringen. Und dann, solange die Spannung da ist, passiert nichts, ich muss die überwinden. Aber nicht ich muss, es muss passieren. Von selber. Ich meine, irgendetwas wird immer weißt, Spannung wird immer grösser. Und ich konnte die nicht mehr wie früher einfach loslassen oder so. Und irgendwann mal komme ich einen Schlag über auf die Schulter. Hat der Mönch mit seinem Kühlsack zugeschlagen. Und in dem Moment ist alles verjagt. Das war wie eine Atombombe. Es hat dann von innen raus verjagt, die 100'000 Stück. Es war nur so nichts mehr da. Und in dem Moment habe ich gewusst, jetzt ist das weg. Und es ist Sekundenbruchteil. Eine unendliche Weite, eine unendliche Leichtigkeit. Irgendetwas Unglaubliches. Und mehr habe ich gar nicht. Es war einfach eine Art Gefühl, aber hast du nicht können sagen, nicht können heben, nichts. Und dann ist es langsam weg. Und als ich dann zum Meister gekommen bin, hat er gesagt, komm. Dann hat er mich so angeschaut und er hat nur mit dem Kopf genickt.
da wieder gehen. Und dann habe ich gedacht, ach, das Erlebnis, das sollte eigentlich irgendwann wiederkommen. Und dann, Jahre später, daheim, habe ich immer wieder gedacht, das sollte jetzt wiederkommen, sollte wiederkommen. Da habe ich gewusst, solange du den Wunsch hast, kommt das nie. Du musst es leider loslassen. Auch das, alles. Dann habe ich gedacht, ja halt. Was war eines der letzten Worte von Jesus am Kreuz? Herr, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ah. Erst dann hat er können sterben. Erst dann hat die, was die Christen meinen, Auferstehung oder was immer, können stattfinden. Der, den er immer gekriegt hat von seinem Vater, und auch der hat können loslassen, wo auch der nicht mehr da war. Dann ist es passiert. Dann habe ich gedacht, ja, das ist so. Du musst das Erlebnis nicht mehr haben. Und dann ist das irgendwann mal wieder passiert, nicht verjagt, sondern ist einfach da. So wie irgendwo ein inneres Feister oder was ich was aufgegangen und es ist wieder die Unendlichkeit gewesen. Wie lange weiss ich nicht, aber es war einfach da gewesen. Und dann so, wenn ich nichts will, wenn ich absolut in der vollkommenen Konzentration bin und ich habe gewusst, irgendwo weiter unten ist das ein Bewusstsein, das dem Tagesbewusstsein überlegen ist, aber unter dem liegt und eben einfach alles umfasst. Und das Tagesbewusstsein, da gehen wir dann rauf, da muss am Tag funktionieren, da gibt es ja ich und du und weiss ich was alles und alles, was da läuft und geht. Aber darunter ist das die eigentliche Wirklichkeit. Die eigentliche Wirklichkeit. Das, was wirklich ist. Und mit der Zeit hat sich das einfach vergrößert oder ist eine Art ein gewisser Zustand geworden. Und irgendwo habe ich dann immer gemerkt, das ist ja heute so, ja, es ist, kann passieren, was will, aber das ist da. Es ist einfach da. Ob ich nun meditiere oder nicht, es ist da. Aber das ist lang gegangen. Aber irgendwann ist das einfach so gewesen. Und dann, wie hat dich das verändert im Alltag? Also eben, du bist ja immer auch sehr, sehr engagiert gewesen, oder? Du hast mal gesagt, vorher, du hättest da irgendwann mit all dieser Ungerechtigkeit von der Polizei gesagt, und du schaffst dafür, dass die Demokratie so ist, wie sie sollte sein. Das ist das Alltagsleben. Hat dir das auch geholfen in dem Ganzen? Das ist das Alltagsleben. Und da kämpfst und so weiter. Aber man kann ja auch ausbauen. Und da hast du ein bestimmtes Ziel und auf das schaffst du hin mit anderen zusammen und du organisierst und schlussendlich, bis es so weit ist, dass wir uns getraut haben, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das war im 1978. Das war 20 Jahre nachdem mit der Polizei. Und wir sind eine Gruppe von Männern und eine kleine Gruppe von Frauen. Zum Glück. Und die lesbischen Frauen, und wir hatten einen Stand an der Bahnhofstrasse, dort wo der Pestalozzi ist, die Pestalozzi, wie sie die klein. Und wir wollten Unterschriften für eine Petition, die wir vorbereitet hatten, zur Abschaffung der Schwulenregister der Stadtpolizei Zürich. Wir haben das alles vorbereitet, wir waren dort und dann sind wir dort gegangen und jeder hat den anderen angeschaut. Jetzt können wir das.
wir setzen unsere Existenz aufs Spiel. Und da sind die Frauen gegangen und haben angefangen, Frauen anzusprechen. Und da haben wir gesehen, die werden ja nicht gefressen, sondern im Gegenteil. Die Frauen, die Passanten sind, was macht ihr da? Ach was? Ja, nein, da haben wir nicht gewusst davon. Ja, da unterschreiben wir sowieso sofort. Das ist ungerecht, das darf nicht passieren. Und dann sind wir weggegangen. Und dann haben wir innerhalb von wenigen Stunden 5700 Unterschriften gehabt. Und das war der erste CSD, den es in der Schweiz. Also CSD ist Christopher Street Day. 9 Jahre nach 69, nach dem Christopher Street Day im Greenwich Village, in der Stonewall Inn. Und das ist einfach, aufeinander, das ist auf der Alltagsebene. Das hat mit der spirituellen Ebene vielleicht auch etwas zu tun, aber ich weiß, ich habe das nicht so empfunden. Gar nicht. Hingegen, in der Schule, wenn ich beim Meditieren auf irgendein Gleis gekommen bin, wo das Ego angefangen hat, wieder seine Muster spielen lassen. Und auch ganz versteckt, auch in einem meditativen Zustand. Dann haben die Kinder, die behinderten Kinder, reagiert. Sie haben nicht mehr gefolgt. Sie haben nicht mehr die Anweisungen vom Lehrer befolgen, sondern haben angefangen zu schwätzen, unruhig zu sein und so weiter. Und ich habe gewusst, die kannst du nicht bestrafen. Wer da drin einen Fehler macht, bin ich. Die spüren, ich bin nicht kongruent mit mir selber. Und dann fühlen sie sich gefährdet. Ich bin ja der, der einen Raum schaffen muss für jedes von diesen Kindern. Das ist ja ein Kind, das so viel Stein über sich hat. Und das Pflänzchen wird auch ans Licht kommen. Irgendwie. Und ich muss nicht die Steine wegräumen, das kann ich nicht, das ist seine Behinderung. Aber ich kann einen Raum schaffen, wo ihm das möglich macht, dass es sich entwickelt. Und dass es sieht und spürt, ich kann auch etwas. Ich bin auch jemand. Ich kann mich auch entwickeln. Und dann tut es auch. Aber wenn der Raum nicht stimmt, dann rebelliert es. Und dann bin ich falsch in der Meditation. Das ist mir erst viel später so klar bewusst worden. Aber ich habe gemerkt, etwas stimmt einfach nicht. Du musst etwas ändern. Und ich habe dann angefangen, wo und was und wie. Und habe gemerkt, aha, ich habe wieder Ziel gehabt, irgendwelche Ziele wählen in der Meditation, so halb bewusst. Und das ist es nicht. Dann musst du wieder weg, alles weg. Also wie hat dann deine Meditationspraxis ausgesehen? Also sehr zen-mäßig, einfach sitzen ohne irgendetwas? Ja, gar nicht. Zuerst nur 5 Minuten pro Tag, aber jeden Tag. Ausser in der Ferien. Oder wenn du irgendwo an einem fremden Ort übernachtest. Und dann gelegentlich länger. Und dann habe ich nie mehr auf die Uhr geschaut. Und habe dann selber gemerkt, jetzt ist es fertig. Jetzt aufhören. Und dann kommen wir in die Schule. Das war immer am Morgen früh. Nach dem Morgenturnen, meditieren, rasieren und so weiter. Ja. Und aber eben nie länger als allerhöchstens 10 Minuten, würde ich meinen. Und dann irgendwann Mal bin ich, das war 1980, ja, das ist also auch wieder
20 Jahre später, gut 20 Jahre später, bin ich mit Rockbäumen zusammengekommen. Das ist die Hilfsorganisation, die ich in der Einleitung erwähnt habe. Genau. Das ist, ursprünglich war das eine Hilfsorganisation, gegründet von einer schweizerischen Schauspielerin, die Jüdin ist und Buddhistin. Eine buddhistische Jüdin. Und die hat den tibetischen Flüchtlingen in Nepal das erste Mal helfen und ist dort hergegangen und hat das Elend gesehen und hat aber auch sofort gesehen, halt, das sind nicht nur Tibeter, das sind auch Nepali, die genauso arm sind und es gibt so viele Kinder, die keine Eltern und nichts haben und auf der Straße sind die Strassenkinder. Und so weiter. Da hat sie dann das aufgebaut mit der Strassenküche, mit der Suppenküche und so weiter und so weiter. Und die sind dann gekommen und das ist immer mehr geworden. Und dann ist dann das Teppichknüpfer dazu gekommen und so weiter. Und dann hat sich ausgedehnt auf andere Himalaya, Südfußregionen, also nach indische, also nicht in Bhutan, aber in Sikkim und bis gegen die Gegend von Dharamsala. Und dann auch in Südindien. Und dann hat sie gesehen, ja, es gibt auch in Indien so viel und so und so. Dann hat sie es auf Tinder auch noch weiter gesucht. Dann gibt es auch da, in Afrika gibt's so einzelne Stationen. Und ganz am Anfang, wo die am Anfang war von ihrem Werk, hat sie in dem buddhistischen Zentrum, wo ich da war, an der Hammerstraße, hat sie einen Vortrag gehabt. Und so habe ich sie kennengelernt. Und dann hat sie mir gesagt, du, die musst du kennen. Das ist Lea Wieler. Ja, die kenne ich. Mit der bin ich auch schon auf der Bühne gewesen. Aber schon lang her. Und dann ist sie gekommen. An den Vortrag. Und dann hat sie dort so von ihr Hilfswerk vorgestellt. Und dann hat sie dort einen Zettel gehabt. Sie hat, am Schluss hat sie gesagt, ja, sie hat da ein paar Patenkinder, die ersten Patenkinder, wo sie da hat. Und wir können eine Patenschaft übernehmen und können für die Kinder Schulung ermöglichen oder eben Essen und so weiter und Unterkunft und so. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann war dort einer und dort ist dann gestanden, das war Nummer 2, ist dort gestanden, der ist mit seinem Onkel, einem Lama, über die Pässe, über die Himalayas reingekommen, als 10-Jähriger und ist jetzt da und hat den einzigen Wunsch, er will auch Lama werden. Wer könnte ihm die Ausbildung zahlen? Und dann habe ich sofort gesagt, das ist mein Fall, das mache ich. Und so war es dann. Und da ist eine Freundschaft entstanden und wir haben herausgefunden, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben, er wie ich. Aber er ist 41 Jahre jünger als ich. Und dann bin ich, und ich habe einfach das immer wieder gezahlt und er ist sehr dankbar und hat immer gesagt, und sein Onkel auch, der mit ihm in Rumtek ist das gewesen. Im Kloster Rumtek in Sikkim. Das ist offizielle Heimstätte in Indien vom Karmapa. Mhm. Karmapa musst du vielleicht auch noch ganz kurz sagen, für die Leute, die nicht wissen, was er für eine Funktion hat im tibetischen Buddhismus. Karmapa? Ja, das war damals noch der 16. Karmapa. Und das ist der Chef von der Karma Kaji, von der Kaji-Schule. Es gibt ja 4 Schulen im tibetischen Buddhismus. Nyingma, die älteste, dann Sakya, die zweite, dann Kagyu-Schule, die dritte, und dann Gelug-Schule, die wo der Dalai Lama das Oberhaupt ist, also die von der Gelbmütze. Das sind einfach Schulen. Der Unterschied zwischen diesen 4 Schulen ist ungefähr so wie die
Unterabteilungen, die es gibt im Franziskanerorden. Das ist also ganz minim. Die eine stellt sich ein bisschen mehr auf Gelehrsamkeit ein, wie Gelig. Andere mehr auf Meditationen, wie Nyingma und Kaji. Und andere auch auf beides, wie Sakya. Und dann ist die Traditionsfolge vom Meister, also vom obersten Leiter, ein bisschen anders. Bei der Gelug ist es Wiedergeburt, wie bei der Kachu auch. Bei der Sakya ist es immer in der gleichen Familie, kommt wieder, geht es von Vater auf Sohn über. So. Also wie früher bei uns, bei den Königshäusern innerhalb von einer Familie. Aber das ist ja gleich einfach, das sind die verschiedenen. Genau. Aber eben, Karmapa ist das Oberhaupt von. und das Karmapa ist das Oberhaupt von der Karma-Schule. Und hat aber auch gehört zu den 3 wichtigsten für im tibetischen Buddhismus, also Dalai Lama, Panchen Lama und Karmapa. Und seit der Panchen Lama nicht gibt, weil der entführt worden ist von den Chinesen, ist jetzt, wenn der hochbetagte Dalai Lama stirbt, dann ist irgendwo in der Führungsetage ist dann der Karmapa der eigentlich die spirituelle Leitung übernimmt. Mehr oder weniger. Bis wieder einer nachkommt. Ein neuer Dalai Lama. Und ja. Ich habe dich unterbrochen, wo du gesagt hast, ihr seid auf Sikkim, Ja, und dann hast du den Karmapa getroffen. Genau, ja. Und dann bin ich nach der Zeit, wo ich dann pensioniert worden bin, also das ist gut 10 Jahre später, er war etwa 20 da, bin ich den besuchen. Ich dachte, jetzt gehe ich den besuchen nach Sikkim und bin dort her und bin ins Kloster Rumtek gekommen. Und das war sehr interessant, war schön. Und ich habe mich mit seinem Onkel, damals ein hochbetagter Lama, sehr gut verständigen. Und an einem Tag, an einem Morgen, kommt der Onkel zu mir und sagt: Morgen, das bisschen Englisch, wo ich morgen ist dein Tag. Es wird ein Jeep vor dem Kloster warten auf dich am Morgen am 7. Und ich dachte, morgen am 7. war Dezember. Dann ist es kalt und dunkel. Und dann habe ich sofort gefragt, ja, Indian Time oder Swiss Time? Dann hat er gelacht und dann habe ich gewusst, ja, das ist Indian Time. Also, da muss ich vor dem 8. muss ich dann nicht erwarten. Du bist dann auch später dort her, nicht am 7., sondern irgendwie bis vor der 8. Und um 8:30 ist er dann gekommen. Und dann ist noch ein Mönch, ein Junge, dabei gewesen, ein Noviz, einfach als Begleitung. Und der hat aber gut Englisch können, der war aus Hongkong gewesen. Und ein Hongkong-Chinese eigentlich hat auch studiert, weil Rumtek hat auch eine buddhistische Hochschule, die dort angegliedert ist. Und dort ist auch eben mein Patensohn dort ausgebildet worden. Das war noch in der Ausbildung damals. Und der hat dann gesagt, ja, also wir fahren jetzt so und so. Und dann sind wir irgendwo hingefahren. Und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, bald, jetzt sind wir übergegangen, Dockhaus, jetzt sind wir also in einem Teil. Da darf ich nicht her, ich habe kein Permit. Ich habe gewusst, dass ich nur bis Gangok und Rumtek und so, das darf ich, aber weiter raus habe ich nicht. Und dann hat die gelacht und hat gesagt, ja, mit unserer Uniform kommst du schon durch. Also mit der Mönchsrobe. Und dann sind wir zu einem Kloster gekommen und danach war dort ein uralter Meister gewesen, und der hat quasi auf mich gewartet. Mit einem Übersetzer. Und dann habe ich meine Prostrations gemacht, wie man es immer macht. Natürlich, das habe ich dann unterdessen gelernt und können. Und dann hat er nur so gesagt, ich will meditieren, natürlich. Was willst du anders? Und ich habe gesagt, das gibt jetzt eine Meditation zusammen. Also konzentriert man in eine tiefe
Art von Meditation hinein, bis sich angefangen hat, eine Art der Kommunikation nonverbal ergeben. Also eine lebendige Verbindung. Und dann nach einer bestimmten Zeit war es fertig gewesen. Und dann hat er mit dem Übersetzer ein paar Fragen gestellt. Und hat er unter anderem gesagt, ja, er hat nie gewusst, was ich, er hat mich, nein, nie, das habe ich also gewusst. Ich habe den Lama gefragt, den Onkel Lama. Eben, er hat dann nur gesagt, ja, ich werde ja ein paar wesentliche Meister vorgestellt. Das hat er organisiert zum Dank, dass er über die Schulung gezahlt hat. Und dann hat er gesagt, ja, ob er dann irgendetwas von mir erzählt hat. So, nein, die wissen nicht. Die wissen nur, eben, das Kloster Rumtegg und ist ein spezieller Gast und weiss ich. Fragt der Meister, der alte Meister, ja, ich hätte jetzt, bis jetzt hätte ich ganz einen Haufen kleine Meister gehabt, aber die hätte ich jetzt nicht mehr. Aber ich könnte den Weg ja einfach weitergehen. Das ist schon gut. Das von diesen kleinen Meistern habe ich nicht verstanden. Bis mir erst, als ich wieder da in der Schweiz war, plötzlich klar wird, ja, der hat meine Schüler gemeint damit. So ganz klar, ganz offensichtlich. Der hat nichts gewusst. Aber das hat er gewusst. Das ist in dieser Meditation passiert. Und dann habe ich nachgeschaut, ich habe dann mal gefragt, wie der heisst und so. Und die haben mir das gesagt und ich habe den genauen Namen, aber die Art habe ich gewusst, wenn man so beschreibt. Dann habe ich nachgeschaut im Sogyal-Trunkpass, im riesigen Buch über die tibetische Lehre vom Leben und Sterben, das ist ein riesiges Buch. Mhm. Dort ist der erwähnt, Chatral Rinpoche. Das haben dann herausgefunden, da daheim. Und dann sind wir weiter und wir sind dann in den ehemaligen Königspalast gefahren von Gangtok. Und dort hat es mehrere Klöster und bei denen sind wir zum Meister gegangen. Und eins war ein bisschen nebenaus im Park. Und wenn wir dort herkommen und ich das Haus so vor mir sehe, geht die Tür auf und eine Frau kommt raus. Eine Nonne. Und ich schaue die an und die schaut mich an und sie lächelt und sagt, komm. Und es war, wenn ich die schon längstens kennen würde. Nie. Das ist Kandro Zering. Und dann haben wir meditiert, auch wieder. Also ich habe gewusst, dass wir einfach meditiert haben. Sie ist am Anfang fängt die an zu singen. Unglaublich stark. Und in diesen Wellen von dem Singen ist Meditation geflossen. Alles ist verschwunden. Es ist nur Rhythmus, Ton. Endlos. Da habe ich der Lea Wieler, eben der Chefin von Rockport, das dann erzählt. Und gesagt, ja, die kennt das. Ja, das ist ja unglaublich. Jetzt bin ich schon so manchmal da. Ich habe immer, die wollte ich immer sehen, das ist die Nonne, die singt. Das ist die Meisterin, eine grosse buddhistische Meisterin, die singt. Die hast du getroffen, das ist ja unglaublich. Unglaublich. Und ich habe das immer probiert. Und habe dann später mal in dem Buch auch gelesen, dass ein Amerikaner, ein berühmter Amerikaner, ich habe den Namen vergessen, ein berühmter Buddhist, ein amerikanischer, der hat den Chatral Rinpoche ein Interview haben. Der hat 7 Jahre gewartet, bis er das Interview hatte. Und dann ist mir erst aufgegangen. Und dann, ja, bist halt das Glückskind. Einfach so. Das sind so Sachen, man darf von denen nicht reden. Das ist wunderbar. Und es geschehen, eben, es geschehen Zeichen und Wunder. Aber die passieren und sie sind nicht. Sie sind zwar real, es ist passiert so, aber was dabei passiert ist, da gibt es nichts zu reden.
jenseits von Wort und von Gedanken. Mhm. Ja, ich meine, das ist, ich kann erstens eben ein Wort sagen dazu, das gelebte Spiritualität. Genau, das hätte ich eigentlich jetzt noch, das hat mich jetzt noch Wunder genommen. Also, wenn du sagst, es ist jenseits von Wort, und du hast vorher einmal gesagt, als ich dich auf das Engagement angesprochen habe, ja, es ist eigentlich wie, das ist die Ebene, die äußere Ebene, und es ist fast wirklich getrennt. Aber irgendwie muss das ja gleich ins Leben, das fließt ja gleich ins Leben. Also, die ganze... Aber das kannst du nicht sagen. Aber du kannst es nicht sagen. Nein. Wenn es irgendwo ins Leben fließt, erstens weisst du das nicht. Und ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, wo sagen, das ist also heikel zum Formulieren, weil das kommt falsch raus. Es ist das Gleiche wie der Schüler. Wenn ich kongruent bin, dann ist der Unterricht mit den Schülern richtig gewesen. Und sie sind gerne gekommen, wir haben Freude gehabt, wir haben so viel gelacht und es ist einfach immer gelaufen. Und dann haben sie einfach gesagt, ja, wir haben wieder einen Fall. Den können wir niemandem schicken, den können wir nur ihnen schicken. Wir wissen, wenn sie bei ihnen sind, dann läuft es. Dann läuft das einfach. Und das war auch so gewesen. Aber ich kann nicht sagen, warum. Und das hat mit mir nichts zu tun. Sondern es hat mit etwas zu tun, wo die Geschöpfe spüren. Mhm. Und wo ich nicht spüre, aber wo fließt. Und mit mir hat das nichts zu tun. Und das ist mit anderen auch. Und dann kommen sie mit und sagen, ja, es ist so und wir sind gern und weiss ich was. Das läuft auch an mir gern. Wo? Sie sagen dann schon bei mir. Aber ich sage, ja, der ist da hinten. Wenn? Da gibt es keinen. Mhm. Das gibt es nicht. Also da gibt es keinen, heisst? Da gibt es keinen, wo du jetzt sagst. Du sprichst es mich an und sagst, bei dir fühle ich mich wohl. Bei dir ist alles einfach immer irgendwo, wenn ich nach so verrückte Schwierigkeiten habe, komme zu dir und dann läuft das bei mir. Und dann sage ich, ja, das hat mit mir nichts zu tun. Das passiert bei dir. Du erfährst das. Aber wären das dann, wenn man es modern psychologisch anschaut, Projektionen? Das würde ich wette keine Wörter. Ja. Nein. Also weißt, wenn du jetzt so sagst, es hat mit mir nichts zu tun, dann spricht aus dem auf eine Art auch sehr viel Bescheidenheit, oder? Du weißt... Hat mit Bescheidenheit nichts zu tun. Nein. Mit Bescheidenheit ist auch wieder ein Wort, wo sofort, da denke ich sofort an eine ganz bestimmte Form, die es nicht gibt. Das ist eine Eigenschaft, Bescheidenheit. Und das hat keine Eigenschaften. Mhm. Aber wenn du jetzt so schaust, zum Beispiel auf dein Leben, du bist schon lange Lehrer gewesen. Ja. Ist denn das von Anfang an so geflossen? Oder hat deine Praxis irgendwie das schon verändert? Oder hat es nur die Wahrnehmung verändert, dass du anders wahrgenommen hast? Ich weiß es nicht. Also es ist von Anfang, am Anfang hatte ich eine Normalklasse gehabt, was man so unter normal, also das war eine 4. und ich habe sie aufgeführt bis in die 6. Und es ist, wie ich da ganz ein junger Lehrer war, und es ist in Zürich Nord gsi, zentral, aber die hatten keine Schulräume gehabt, nichts. Und das war im Kirchengemeindehaus in einem Zimmer. Und ich bin von Schottland zurückgekommen und die Erziehungsdirektion hat mir angerufen, hören Sie, wir hätten ein Vikariat für Sie. Wenn Sie das nehmen und wenn Sie das durchziehen, es war etwa September.
Und damals ist das Schuljahr noch im April, also im Frühling angegangen. Dann rechnet mir ihnen das Halbjahr als schultätig an. Sie haben also dann ein halbes Jahr zu gut, wenn sie zur Pensionierung kommen. Vielleicht sind sie mal froh drum. Da dachte ich, Pensionierung, jetzt bin ich... Mensch, ja, was bin ich da gewesen? 1 oder 22. Dann stand ich noch pensioniert. Und dann sind sie ausgerückt. Dann habe ich gesagt, ja, was ist das für eine Karte? Ja, die haben jetzt den 5. Lehrer seit Anfang des Schuljahres. Das war September. 2 haben einen Nervenzusammenbruch gehabt, einer ist davon gelaufen und einer ist jetzt dran und will aber will möglichst schnell weg. Das ja, probier's mal. Und dann bin ich reingegangen und das war auch ein Tohuwabohu, die haben da einfach was wollen. Da kommt wieder rein. Und schauen, wie lange der bleibt. Ja, das ist noch ein Junge. Ja, schauen Sie, was wollen Sie mit uns? Wir machen sowieso, was wir wollen. Wir jagen das ein zum Teufel. So hat das tönt. Und dann sind sie zum Fenster raus. Und wieder, wenn ich will, so jetzt machen wir mal Ordnung da, mal die Türen zu. Ja, dann gehen wir zum Fenster raus. Kommen Sie auch? Ja. So. Und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt? Da bin ich aufs Pool gehockt und habe nichts gesagt. Ich habe es einfach angeschaut. Kein Wort. Und dann sind die sind einfach ins Leere gelaufen, mit allem ihrem Tun. Und irgendwann haben die das oberlangweilig gefunden. Und ich habe gedacht, das Schlimmste ist das, wenn einer kommt und mich boxt und sagt, wir jagen den zum Teufel und so, haben wir auch und so. Richtig wütig. Das ist aber nicht passiert, weil ich es einfach immer fixiert habe. Immer so. Und dann ist es Mittag geworden. Dann sind sie heim. Und dann, bevor sie heim sind, habe ich gesagt, also wer heute Mittag will, in die Schule kommen, kommt auf die 2. Nachher beschliesse ich und ich tue auch alle Fenster zu. Von außen kommt niemand rein. Und ich werde denen, die kommen und wollen zuhören, werde ich erzählen, wo ich jetzt war. Ich habe eine grosse Reise hinter mir. Ich erzähle ein bisschen euch von dieser Reise. Dann sind sie geschoben. Und dann sind etwa 5 Mädchen, sind also im Ganzen etwa 45 Kinder gewesen. Etwa 5 Mädchen sind gekommen und 2 Buben. Und dann sind nach ein paar gekommen, ein bisschen zu spät, aber ich habe noch ein bisschen offen gelassen. Dann hat dann geklopft, dann habe ich aufgetan. Und nach einer Weile habe ich dann zugemacht, und auch wenn sie geklopft haben, nicht mehr aufgetan. Ich habe gewusst, wenn die umeinander rasen, überall, unbeaufsichtigt und irgendeinen Seich machen oder womöglich noch einen Unfall machen, was passiert dann? Ich bin verantwortlich. Ich kann nichts anderes machen als das. Und dann habe ich den angefangen zu erzählen. Ich habe gesagt, wenn sie zuhören, dann geht da in Platz und dann erzähle ich. Und wenn ihr nicht zuhören, dann kann ich euch zuhören. Dann hocke ich wieder auf dem Pult. Dann habe ich gedacht, so, ich muss ein paar Müsterli bringen. Ich habe das erzählt. Ich habe einen Autostopp gemacht, quer durch ganz England durch, bis nach Schottland und wieder und so weiter. Also es hat einen Haufen zu erzählen gegeben. Und dann hat die zugelassen. Und dann war es 3 Uhr, Pause. Ich habe gesagt, wir können in die Pause gehen. Nein, wir wollen weiterhören, können Sie weiter erzählen. Dann habe ich weiter erzählt, habe noch aufgetan, draussen geschaut, jetzt noch Schüler draussen, da hat es ein paar gehabt. Wollen Sie reinkommen? Ja, gern. Dann sind sie reingekommen. Und dann war 4 Uhr und gesagt, jetzt können Sie heimgehen. Morgen fangen wir dann an, richtig Schule zu haben.
Und dann ist es so langsam hoch. Ich habe nichts mehr gehabt. Es sind alle Hefte Aufbruch gewesen. Alle Bleistift, Farbstift, Federn, alles, was man wollte, Kreide für die Wandtafel, nichts mehr da gewesen, null. Da bin ich zum Chef von der Büroabteilung gegangen, vom Schulhaus, und habe gesagt, ich kriege nichts, müssen weiter. Da hat er gesagt, ja, die haben ihre Jahreslieferung bekommen. Wenn die nichts mehr haben, ich kann nicht nachliefern. Geht nicht. Dann am anderen Tag der Schüler gesagt, schaut, wir haben nichts mehr. Ich habe ja alles kaputt gemacht. Wenn wir schreiben wollen, dann bringt Karten, Papier, was sie wollen. Packpapier, das hat man früher noch gemacht, zum Päckchen machen, noch und noch. Bringt das mit. Dann schneiden wir das weg, dann machen wir eine Linie, schreiben das so. Und Schulbücher habe ich noch ein paar alte bekommen. Da haben wir das geteilt. Da haben immer zwei ein Schulbuch gehabt, miteinander. Und Rechnen auch. Da haben wir die Häuschen gemacht, dann haben wir Rechnen gemacht. Und dann ist ein Schulbesuch gekommen, ein Schulpfleger, hat das gesehen. Da hat ein riesiges Geschrei losgelassen. Ich habe gesagt, Sie müssen gar nicht rumschreien. Der Fakt ist der und der. Und dann sind die Schüler schon ein wenig so gewesen, und gesagt, ja, wir haben nichts da, und die geben uns nichts. Und dann hat es angefangen zu schellen. Und dann ist der Befehl oben runtergekommen. Und dann habe ich Hefte gehabt, dann ist alles gekommen. So ist das weitergegangen. Und die sind nachher, es ist eben auch eine ganz schwierige Klasse, weil alle die Schüler, die ich hatte, die sind von Schwammendingen gekommen, weil der eigene Schulkreis ist. Die sind von Seebach gekommen, von Oerlikon, von Affoltern, von ganz Zürich Nord. Und darum war es zentral im Kirchengemeindehaus von Oerlikon. Von überall her sind die gekommen. Das ist einfach so, alle Schüler, die nicht in andere Klassen mehr haben können, passen, hat man dann zusammengetan. Ja, und das kann dann ein Junge machen, mit denen fertig werden und so. Das waren die alten Lehrer, die sicher. Ja. Und das sind sie eben auch ganz unterschiedlich. Es hat Hochintelligente gehabt. Und das hat es aus sozial ganz tiefstehenden Familien. Und es hat auch schon erste Italiener gehabt und ein Balkanese. Und dann haben wir das weggebracht. Das ist also, ja, das ist dann gegangen. Und ich habe natürlich dann gesehen, ich habe dann in der Altersschule gesagt, also da hat es Kinder, die in eine Sonderklasse müssen. Das geht gar nicht. Die lernen so nicht. Ich kann nicht mit 45 Schülern auch noch die betreuen und so, das geht nicht. Gut, dann ist es dann langsam gegangen. Am Schluss hatte ich noch 37 gehabt. Und in der 6. Und dann hat es aber so nicht gehabt, die sind sehr intelligent gewesen. Und mit denen habe ich dann angefangen, so Sachen zu plaudern. Und habe dann mal gesagt, hört mal, ich tue jetzt etwas erzählen, aber ich rede mal mit denen. Und ich kann einfach zuhören. Und dann habe ich mit denen über, was mich interessiert hat. Also Archäologie hat mich interessiert, Mittelosten hat mich interessiert und so. Ich habe mit denen und dann haben sie gesagt, ja, das wollten wir wissen. Geschichte von den Sumerer, Geschichte von den Ägyptern und so. Ja, das ist interessant, das erzählt. Die haben das aufgefasst und die anderen haben zugelassen. Und ich fand, ja, schade, schon, das ist noch ganz interessant und so. Und dann habe ich gesagt, hört ihr, wenn ihr am Nachmittag denen, die hinten drin sind, Nachhilfestunden geben, also in der Nachmittagsstunde von 2 bis 4, dann gebe ich euch am Eis, die kommen ins Gimmi. Ja, wir wollen ins Gimmi, natürlich, und die Eltern wollen das auch. Dann gebe ich euch Latinischstunden. Ich nehme nämlich auch gerade Latein. Und dann kann ich das, was ich gelernt habe, euch gerade weitergeben. Dann lehre ich wieder etwas und ich lehre es gleich auch. Gut, dann machen wir das, haben wir das gemacht. Und die haben das gemacht und die anderen sind froh gewesen.
Und so sind wir über die Runde gekommen. So war das. Ja. Also Aber hast du schon früh ein besonderes Jahr gehabt, um auf die Schüler zugehen? Offenbar. Ja. Aber offenbar wegen dem, weil ich schwul bin. Du bist eine Minderheit und du verstehst andere Minderheiten. Ja. Du hast einen Weg hinter dir gemacht, wo andere nicht haben müssen. Andere werden nie gefragt, warum bist du heterosexuell? Warum gehst du mit einer Frau? Wenn du mit einer Frau Sex hast, ist das für mich obergrusig. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Kannst du mir mal erklären, wie das geht? Mhm. Und als Schule muss man sich so Sachen fragen lassen. Ja. Und wenn ein Hetero mir so sagt, dann sag ich ihm das. Du wirst nie hinterfragt als Hetero. Mhm. Und das sagt dann auch der junge Schwule. Ich bin häufig mit dem Röbi in die Schule gegangen. Nach unserer Pensionierung. Mhm. Und hat dann denen das gesagt, schaut, das ist wahnsinnig schwer. Ihr seid anders und spürt das in der Zeit, wo ihr in der Pubertät sind. In der Pubertät, wo man sich selber lostrampeln von den Eltern, von der Umfassung und Führung von den Eltern, selber führen, aber es noch nicht kann. Und will aber unter Kameraden möglichst der Sieg sein. Und das kannst du nicht, wenn du schwul bist. Mhm. Dann hast du noch das und musst noch das verarbeiten. So machen so viele junge Schwule Selbstmord. Und dann stehst du, bist vielleicht noch dabei, bei einer Abdankung, wo der Pfarrer dann noch sagt, ja, er hat ein sündiges Leben geführt. Deswegen wird er außerhalb der Friedhofsmauer bestattet. Das gibt es noch. Also heute nicht mehr hoffentlich, oder? Ich weiß nicht, aber das habe ich erlebt. Ui, nein. In der katholischen Gemeinde. Das klingt ja wirklich mittelalterlich. Das ist so. Habe ich erlebt. Und ich bin der Einzige, ich bin nur dorthin gegangen. Ich wusste, das wird passieren. Aber ich bin der Einzige, der ist und ich gegangen wegen dem. Ich vertrete dem seine andere, nicht akzeptierte Seite und stand am Grab von dem als der, der die Verbindung hat mit dem, wo da unten liegt. Mhm. Ja. Das sind alles auch Erlebnisse und das sind Sachen, die halt vorkommen in unserer menschlichen Welt. Mhm. Die ist nicht einfach, ja, sie ist erstens nicht einfach und zweitens, sie ist immer kompliziert und sie ist auch immer wieder aggressiv. Mhm. Und wir haben ja die Aggressionen auch in uns selber rein. Mhm. Und wenn die erkennen, bevor die sich zusammenballen Mhm. und konkret werden. Ja. Da können wir sie loslassen. Und das lernt man im Buddhismus. Loslassen. Was würdest du sagen? Was hast du oder nimmst du mit? Was ist deine, du hast vorher gesagt, man kann es eigentlich nicht in Wort fassen, oder all die Meditations- und Buddhismus-Erfahrungen. Und trotzdem, du hast Bücher geschrieben, 2, du hast lange in einer Zeitschrift mitgeschrieben. Also wenn du jetzt so sagst, ey, was hast du mitgenommen, was gibt dir vielleicht auch Halt oder Kraft? Liegt das im Buddhismus und in der Meditation? Es liegt in den Erfahrungen, die man macht in der Meditation. Mhm. Aber die sind jenseits von der Worte. Also kann man es nicht sagen. Aber man kann sie machen. Und wie haben es denn dich getragen in schwierigen Momenten zum Beispiel? Also weißt, hast du das Gefühl, das hat einen Unterschied gemacht, wo der Röbi gestorben ist? Die sind so lange zusammen gewesen, und auf einmal ist ein Mensch nicht mehr da. Hat das einen Unterschied gemacht, dass du eine Meditationspraxis gehabt hast, dass Buddhismus da war? Nein. Wenn du mit einem Menschen 62 Jahre zusammenlebst und nie Krach gehabt hast,
nie ein böses Wort gehabt. Wir haben Auseinandersetzungen gehabt, weil wir nicht die gleiche Meinung sind. Zum Beispiel in den Ferien wollten wir das oder das machen, haben wir miteinander geredet, dann sind wir hergesessen und haben gesagt, Gott sei Dank, jetzt haben wir mal Krach gehabt und haben gelacht und haben ein Glas Wein getrunken und uns angeprostet, zugeprostet. Jetzt haben wir mal Krach gehabt. Das müssen wir feiern. Wenn du mit so einem Menschen so tief verwurzelt, verwandt, verbandelt ist und der stirbt, das haben wir uns häufig gesagt, wer von uns zuerst stirbt, hat das Gute losgezogen. Wer zurückbleibt, der hat das Schlechte losgezogen. Und der Röbi hat immer gesagt, ich will, dass es du wärst, du bist eher stärker als ich. Und er hat gesagt, nein. Und du kannst das eher verkraften. Aber er ist krank geworden und er ist gestorben. Und wenn das passiert, dann fühlst du dich wie von oben bis oben angeschnitten. Und die eine Hälfte ist weg und die andere Hälfte ist verdammt dazu, weiterzuleben. Hälftig. Mit einer offenen Wunde. Und das Weiterleben ist dermaßen schwierig, dass du einfach wartest. Die Zeit läuft, die Realität läuft, sie ist völlig anders, die ganze Welt ist anders, es ist eine andere Realität. Ich muss, wenn ein kleines Kind Schrittli um Schrittli, ich habe ja nur ein Bein, bin ja nur halb, Schrittli um Schrittli in die neue Realität hineingehen, mich dort weiter bewegen, wenn es geht. Und Meditation hilft da nicht. Denn Meditation ist nicht ein Heilmittel. Und es ist nicht irgendwie ein Schmerzpille. Es ist etwas ganz anderes. Es gibt eine Ebene, die bestehen bleibt. Auch wenn du nur hälftig bist. Und aus einem riesigen Tränenmeer bestehst, wo so hoch ist und allbald wieder überschwappt, bis du leerst, zu sehen, halt, es verbringt nichts, es ändert nichts, es schwächt dich. Du bist, wenn du in Tränen dich auflösest, wie es so weh tut, du schwächst dich nur sinnlos. Also musst du es mit absoluter Realität anschauen und du musst in die völlig neue Welt hineingehen. Kannst nicht alles. Meditationserlebnis tangiert das nicht. Das ist da. Die Verbindung zu dieser Unendlichkeit ist da. Es tut trotzdem so weh. Mhm. Da gibt es nichts schön zu reden. Es gibt nicht einen sogenannten Trauerprozess, wie man so herfabuliert in der Psychologie. Das gibt es nicht. Es ist, jeder erlebt das ganz anders, weil jede Beziehung, wo Menschen leben, zwei Beziehungen, ist anders. Es gibt so viele Formen, dass es Leben, wie es Beziehungen gibt. Mhm. Also gibt es auch so viele Formen und Arten von der Trauer, wie es Einzelne gibt, die überlebt. Mhm. Wenn die andere Hälfte stirbt. Rezept gibt es nie. Mhm. Das ist Pflasterli-Politik. Und das rächt sich irgendwann irgendwie, weil Pflasterli-Politik bringt nichts. Also was gibt es? Einfach durchgehen? Ja.
kann nur durchgehen. Ganz langsam. Und zulassen, was passiert. Und zuschauen, was passiert. Und das kann man nur, wenn man Abstand nimmt. Und das lernt man in der Meditation. Abstand nehmen von einem selber. Ja. Ja, und du bist jetzt 95. Hast du noch Pläne oder Sachen, die du noch möchtest erreichen? Du bist immer noch eben sehr aktiv gewesen, immer die letzten Jahre. Du hast also die Webseite schwulengeschichte.ch, ich habe die vorher nicht kennengelernt, ich habe die wegen dir jetzt entdeckt. Ich meine, das ist ja ein Funke, da haben wir eine gewaltige Arbeit geleistet, die Geschichte aufgeschafft. Da bist du, glaube ich, recht lang aktiv gewesen, bist du aber jetzt auch ein bisschen am Zurückziehen, oder, wenn ich das richtig lese. Aber gibt es noch Sachen, wo du sagst, das möchte ich noch? Wir haben mit den Vorbereitungsarbeiten 2001 und ich habe jetzt Ende 2024 habe ich gesagt, ich tue jetzt nicht mehr weiterarbeiten daran. Das sind also 23 Jahre. Und die ersten 10 Jahre davon sind einfach dauernd dran sein. Der Röbi hat recherchiert, ich habe geordnet und ich habe geschrieben. Und das ist 10 Jahre lang gegangen. Und das ist mit einzige Ausnahme von der Ferien und von den Wochenende, wo das nicht so gegangen ist. Vom Morgen am 9 Uhr bis zum Abend um 6 Uhr. Durchgehend. Und warum nicht an den Wochenende? Weil. Und da kommt der Giovanni ins Spiel. Es gibt, das habe ich zwar theoretisch gewusst, aber nie Bekanntschaft gemacht. Es gibt Menschen, die ihre Erotik auf alte Menschen ausgerichtet sind. Nur auf alte. Für uns nicht irgendwie, wir können es im Kopf nachvollziehen. Aber wir können es nicht nachvollziehen, weil wir erotisch nicht so empfinden. Mich ziehen junge Männer erotisch an. Ein anderer Mann ziehen junge Frauen erotisch an. Erotik heisst, es fühlt, es vibriert, es ist etwas da, wo lebendig ist. Und das ist bei alten Männern nicht da, oder bei alten Frauen nicht da. Aber es wird gelebt und viele merken das gar nicht. Ich meine, das Ehepaar Macron ist vielleicht so eins. Und es hat das immer wieder gegeben. Eben Menschen, die erotisch auf alte Leute gehen. Also, einer, der mir sagt, also, weißt du, wenn ich sehe, du hast ja so, da, du hast ja so braune Mal und so, und da auch, das zieht mich an, das macht mich geil. Mir will das nicht haben, oder? Ich meine, das ist mir gleich, aber ich spüre nichts. Mhm. Eben. So ein Mensch hat uns 2 Jahre lang verfolgt. Der ist 43 Jahre jünger als ich und der Röbi. Und dann hat er sich gewagt, einmal an uns zu wenden. Er hat uns immer, jeden Auftritt, und wenn der Röbi im Cabaret gespielt hat oder gesungen hat oder weiss ich was, Theater, oder einen Vortrag hatte oder irgendetwas, war immer dabei gewesen. Aber er hat sich nicht getraut. Und dann ist er mal gekommen und so haben wir uns kennengelernt. Und dann ist er ist mehr in Röbi verliebt als in mich. Und ich habe gefunden, das ist gut.
Der hat Röbi. Und er ist richtig aufgegangen, er ist richtig aufgeblüht. Und ich fand, das ist doch schön. Wenn er so Freude hat daran. Und mich kommt auch nicht zu kurz. Ich sehe, wie er sehr viel machen kann, was wir nicht mehr können. Rein physisch. Und so viele neue Ideen hineinbringt und ganz ein anderes Empfinden hat. Er ist ein Fußballer und das ist mir etwas so meilenweit fremd war immer. Aber es ist eine spannende neue Welt und entdeckt dann und so. Also wir haben 15 Jahre lang, bis der Röbi gestorben ist, haben wir das dritte eine erotische Liebe geführt mit allem drum und dran. Wie das sonst nur das Zweite gemacht wird. Ist bei Homosexuellen möglich. Bei Heterosexuellen funktioniert das nicht. Ausser es wären alle bisexuell, dann kann es unter Umständen funktionieren. Und das war sehr schön. Und wir können und er konnte mit dem Röbi Ausflüge machen mit mir. Er kann Auto fahren, er hat Auto, ich habe geschaut, dass er ein neues Auto bekommt. Ja. Das ist, und der ist mitgeblieben, wo der Röbi gestorben ist. Und ich bin nicht sicher gewesen, ob er bei mir bleibt. Das ist eine Beziehung, die stärker war. Er hat immer gesagt, der Röbi ist mein erster Liebhaber, du bist der Zweite. Und dann hat er gesagt, los, bei mir ist der Röbi im Herz genauso tief drin wie bei dir. Und meine Trauer ist genauso fest wie bei dir. Und wo soll ich her? Ich kann mich nie wohl fühlen. Niemand versteht das. Du bist die einzige Person. Ich will bei dir bleiben. Und das ist für mich wunderbar. Dann kann ich in dieser Wohnung leben. Er macht mir, er wohnt zwar nicht da, er hat eine eigene Wohnung, aber er macht mir alles, was schwieriger ist. Und er putzt sich selber alles. Und er kocht und er wäscht und er glättet. Und es ist einfach, ohne ihn wäre ich im Altersheim. Und ich kann mit ihm, ich kann so auch eben weiter alte Tätigkeiten machen, weil ich schreibe viel und so. Das ist schon, ich habe viel Kontakt natürlich mit einem Haufen Leuten, also fast alles queere Leute natürlich. Ich kenne nicht so viele Hetero-Leute, aber das geht alles wunderbar. Und jetzt haben wir einen Camper. Er hat immer gerne einen Camper haben und dann hat er vor ein paar Jahren den gekauft und ich habe gedacht, ja also, jetzt bin ich 91 und fange an, in einem Camper umeinander zu ziehen. Unsere Freunde haben gelacht und gesagt, du bist der älteste Jungcamper, den es gibt in der Schweiz. Und ich mache das gerne. Und ich komme überall her. Es ist einfach, ich kann zum Beispiel, wir haben natürlich ein GA gehabt, der Röbi und ich. Wir sind überall in der Schweiz umeinander gefahren, das ist ganz klar. Und Theater und Konzerte und weiss ich was und wandern, so lange wir können. Aber ich kann heute zum Beispiel über die Rätischbahn kann ich nicht mehr benutzen. Ich komme die Tritt nicht mehr runter, über. Ich kann nicht runter. Mit der S-Bahn kann ich fahren. Mit der Ebene. Das geht. Aber sonst geht es nur mit dem Giovanni. Ja, das ist eine andere Geschichte neben ihnen, die eben auch dazugehört. Und er ist aufgewachsen, dick katholisch, aber er hat gefunden, der katholische Glaube passt nicht zu mir. Das geht gar nicht. Es gibt Tibeter, die angesiedelt worden sind, auch im Glarnerland. Er ist mit einigen Tibetern in die Schule gegangen und hat bis heute noch Tibeter-Freunde. Und ihm hat der tibetische Buddhismus sofort fasziniert. Bevor er uns kennengelernt hat. Ja. Also da gibt es auch noch mal eine Verbindung. Ja, wir sind einiges über die Zeit aus, die ich mir vorgenommen habe. Es ist spannend. Das ist mir klar.
Und es gäbe, glaube ich, noch einen Haufen Sachen, die man ergründen könnte. Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich wissen, es gibt eben den Film «Der Kreis», den ich erwähnt habe, den kann man online an verschiedenen Orten quasi mieten oder kaufen, streamen, genau. Dann gibt es eine Biografie über dich, die man kann kaufen im Buchladen. Ja. Und gibt es sonst noch Orte, wo du sagst, das müsste man anschauen oder das wäre noch spannend? Oder eben www.schwulengeschichte.ch finde ich schon auch eine sehr lesenswerte Seite. Ja. Ich meine, die buddhistischen Bücher, das ist so... Ich bin auf einer der Indienreisen, ich war sehr viel in Indien, immer mit dem Röbi zusammen. Und wir sind immer in die Frühlingsferien gegangen, immer 2 Wochen, mit Auto, Fahrer, und ich habe immer einen Führer aus der Brahmanenkaste haben dabei, damit ich mit ihm mich über Hinduismus unterhalten und über indische Philosophie. Und so bin ich auch in die Tempel hineingekommen, wo sonst Weisse nicht hineinkommen. Mhm. Und wir sind einfach immer individuell so gegangen. Und dann nach meiner Pensionierung, da sind wir dann länger gegangen, da sind wir auf aber die Gruppe auf Wanderreisen gegangen, sind in Nord-, in Süd-, in Ost- und Westindien und im Zentralindien auf Wanderreisen, wochenlang. Das ist hochspannend, hochinteressant. Und natürlich habe ich mich immer wieder beschäftigt mit Indologie und so weiter. Und was soll ich jetzt sagen? Ja, wir sind so ein bisschen bei den Büchern noch gewesen. Ah ja. Und da komme ich auf eine von diesen Fahrten. Ich will nach Lumbini. Von Gorakhpur aus. Das ist nördlich vom Ganges. Also nördlich von Patna. Aus. Und gesehen am Strassenrand einen Karton und drauf steht Kapilavastu Pura. Sag ich, ja, also Kapilavastu Dorf oder Städtli. Das ist doch nicht da in Indien, das ist auf der anderen Seite der Grenze. Das ist in Nepal. Das könnte 2 geben. Es ist ja während der Lebenszeit von Buddha hat es einen Krieg gegeben von der Sakya mit einem Nachbarvolk und der Buddha hat den geschlichtet. Und er hat gesagt, wenn er aber jetzt nicht Frieden hat, das 2. Mal komme ich nicht mehr. Und dann haben sie wieder Krieg gehabt und dann haben die anderen Kapilavastu zerstört. Als Geburtsstadt vom Buddha zerstört. Das war hier schon eine Ruinenstadt. Die Sakyer, der Stamm der Sakyer, ist weiter nach Süden gezogen, hat dort 2. Kapilavastu erbaut. Und das war dann der Ort, wo dann eigentlich die Familie vom Buddha nachher gelebt hat. Und darum ist von seiner Asche, die verteilt wurde an Familie und an die verschiedenen Orte, die in seinem Leben wichtig sind, hat etwas Aschen bekommen. Das steht, oder es ist in einem von diesen Reden vom Buddha oder der Überlieferung davon ist das überliefert worden. Und dann die Engländer, die dann in Indien da waren und dann eben die Archaeological Society of India mitgegründet haben, mit den Indern zusammen, die haben Ausgrabungen gemacht und haben das alles gefunden. Einzig von Kapilavastu haben sie nie richtig gewusst. Und zum Teil eben auf Spuren von 2 buddhistischen Mönchen aus China. Der eine im 3. Jahrhundert, der andere im 6. Jahrhundert, unsere Zeitrechnung. Und die sind die Ruinen besuchen, die Städte vom Buddha besuchen. Und haben die genau beschrieben, wie Chinesen sind. Ganz genau beschrieben mit der Landschaft und allem. Aufgrund von diesen Berichten hat man können die Ort finden und ausgraben. Und ist fündig geworden, hat ganze all die Klöster und so weiter. Das Ende vom 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert ist das passiert, Anfang. Und einzig der Phasien das ist der zweite, der ist von einer anderen Seite hergekommen, nach Kapilavastu.
als der Hu-Seng, der im 6. Jahrhundert war. Und die beschreiben das anders. Und dann hat man dort gerade, von jedem Fall, das ist sicher wichtiger, es muss dort sein. Und haben sie auch fündig gemacht. Und sonst hat man nicht gefunden. Und dann hat einer sich Gedanken gemacht, so ein Engländer, und hat dann nach der Beschreibung vom späteren Mönch ist er gegraben und ist fündig geworden und hat ein Stupa gefunden und in den 4 Himmelsrichtungen vom Stupa Grundmauern von Klöstern. Und auf einem Hügel in der Nähe eine Burg. Und hat das so, einfach nur so ein bisschen angefangen zu lassen und hat dann, was man einfach macht, wenn man auf sicher gehen, hat einen Schnitt gemacht. Durch das Stupa, ein Erdstupa, einfach ein Hügel, hat einen Schnitt gemacht durch und kommt auf ein Grab mit 2 Gefäßen drin. Angeschrieben in Brahmi-Schrift. Die hat es aber nur gegeben, lang nach dem Buddha. Da habe ich gewusst, es kann nicht, und es war ja, hier ist der Ort, wo ein Buddha seine Asche begraben ist. Man hat aber die Asche nicht gefunden. Bei den anderen Plätzen hat man gefunden. Gefäß, aber ohne Inschrift. Und da hat man gewusst, das kann es nicht sein. Und dann hat ein indischer Archäologe hat dann gefunden, ja, das muss tiefer sein, man muss einfach dort noch tiefer graben. Hat das gemacht und hat tatsächlich 2 Gefäße gefunden mit Asche. Und der Radiokarbon. Die Radiokarbon-Methode hat darauf hingewiesen, ja, die Asche stammt aus dem Anfang vom 5. Jahrhundert vor unserer Zeit. 480 kommt das herum, ist der Tod vom Buddha. Das könnte stimmen. Und dann hat man auch weiter Sachen gefunden, die stimmen. Und man hat dann eben gesehen, ja, also da muss der Ort Kapilvastu 2 sein. Der, wo man neu gebaut hat in der Lebenszeit vom Buddha. Und der, weil Kapilvastu 1, dort hat man nichts gefunden, keine Aschen bekommen hat, der war ja zerstört, hat es bei dem Ort das gegeben. Und als ich das sehe, bin ich mit dem Fahrer und so gesagt, jetzt gehen wir dort hin, wir haben das schauen. Tatsächlich kommen wir zu einer Ausgabe und der indische Archäologe, ich habe vergessen, wie er heißt, aber ich habe das Buch, das er veröffentlicht hat über die Ausgrabungen und so weiter und seine Ausgrabungen und so. Und dann die neue, wo er dran war, dann die Burg war am Ausgraben gewesen. Und dann hat er das mich herumgeführt, ich habe fotografiert und so weiter. Und dann habe ich nachher das übersetzt, was er rausgegeben hat, ins Deutsch. Und das ist dann der erste deutsche Bericht im Bodhibaum erschienen. Und der erste deutsche Bericht, wo über die Ausgrabungen mit dem Fund von der Asche vom Buddha berichtet hat in Deutsch. Das ist eine von diesen Publikationen, die ich gemacht habe. 2 Jahre später bin ich nochmal dorthin, dann hat es dort ein kleines Klöster bereits und so ein Wallfahrtsort ein bisschen. Und die Ausgaben sind weitergegangen, dann bin ich mit dem Röbi zusammen dort gewesen. Und da haben wir das nochmal ein bisschen besser verifizieren. Da habe ich nochmal einen Zusatzartikel gemacht im Bodhibaum in Wien. Und dann später habe ich ich habe dann immer wieder irgendwann so, wenn Bücher sind, habe ich Buchbesprechung oder irgend so etwas anderes gemacht. Und mit denen Verbindungen gehabt. Und dann habe ich müssen, der Kanton Zürich hat dann wollen, dass also Sonderklassenlehrer richtige Ausbildung haben. Das hat es nicht gehabt. Früher, ich habe einfach an der Uni ein paar Vorlesungen besucht. Und dann hat man das können. Und ich bin ein halbes Jahr dort gewesen, der Ausbildung. Und dann hat man am Schluss müssen eine Arbeit schreiben. Und die ist gegangen, eines von diesen Büchern, die wir durchgenommen haben, ist
Rogers. Rogers ist ein Psychoanalytiker, ein Psychiater und Psychoanalytiker, der sehr eine ganz eigene humanistische Methode eingeführt hat. Und wo ich das lese, das ist parallel, das geht parallel zum Zen-Buddhismus. Was der schreibt, das kannst du gerade so übernehmen. Mhm. Und das ist da richtig hochgejubelt gewesen, das war damals neu gewesen und so. Und ich hatte ein paar Bücher in diesem Umkreis gehabt, dann habe ich eine Arbeit geschrieben über den und habe dann drin ein Kapitel gemacht, und ich am Anfang einfach Aussprüche genommen habe von Zen-Meistern aus der Zen-Tradition, aus Büchern von der Zen-Tradition, und habe die hergestellt. Dass der Leser das so liest und dann am Schluss steht, und das sind Zen-Meister, das ist nicht der Roger. Mhm. Könnt ihr das parallelisieren? Das gesehen. Und das ist nur ein ganz kleines Büchlein, nur 50 Seiten. Das ist dann auch die Persönlichkeit als Prozess, oder welches ist das? Ja, die Persönlichkeit als Prozess. Und Rogers' Buch heisst «Entwicklung der Persönlichkeit». Und ich habe dann gefunden, ja, ich mache das auch, aber schreibe die Persönlichkeit als Prozess, als Titel. Und dann hat die Arbeit ist dann gegangen und so. Und die haben das gelesen und bipapo. Und dann habe ich gefunden, erst schicke mal im Skeletta vom Octopus Verlag in Wien, wo der Bodybau ausgegeben. Und da hat er gesagt, das wollen wir unbedingt publizieren. Es gibt ein Buch, es ist kein Buch, es ist ein Büchlein. Ja. Broschüre. 50 Seiten. Und dann bin ich auf einer China-Reise mit dem Röbi zusammen. Kommen wir in der Nähe von Chongqing, ein bisschen nördlich, zu einem buddhistischen Kloster. Und die haben das gross angepriesen und weiss ich was. Das war im 1984. Ja. Und ich sage zum Rebbe, du, das ist ein völliges Zeichen, was die Chinesen erzählen. Das ist absoluter Quatsch. Die haben das so einfach von Buddhismus null. Es ist eine Schlucht. Das Kloster ist um eine Schlucht herumgebaut. Dort war wahrscheinlich ein weißes Gestein. Der Fluss, der durchgeht, der hat sich abgegraben, hat all die Felsen freigeschaufelt und ist unten weiter in einer Schlucht. Und auf dieser hufwiesenartigen Wand, Felswand, sind lauter Höhlen und Hunderte von buddhistischen Statuen hineingeschlagen in gewachsenen Fels, bemalt. Und das während der südlichen Song-Dynastie. Also im Anfang vom 12. Jahrhundert, 11. 12. Jahrhundert, unsere Zeitrechnung, wo ein Dauerkrieg war von der südlichen Song gegen die Mongolen, die dann nachher übernommen haben. Und dann ist die Mongolen-Dynastie gekommen, die Qin-Dynastie vom Kubilai Khan für 100 Jahre. Und das war eine Hochzeit von der chinesischen Kultur. Sie hatten noch kein Porzellan, sie hatten Celadon, das wunderbare Celadon. Und ich sage zum Röbi, das ist ein Initiationsweg, ein richtiger buddhistischer Initiationsweg. Und der ist tibetisch-buddhistisch. Das habe ich hier gewusst. Weil dann eben im 80er habe ich den Rokpa kennengelernt, dann habe ich mir in den tibetischen Buddhismus hineingelesen. Und so viel habe ich dann gewusst, das sind. Aber ist das nicht vorher gemacht worden, bevor der Buddhismus überhaupt so richtig auf Tibet gekommen ist? Die Malereien. Bevor was? Bevor der Buddhismus so richtig in Tibet Fuß gefasst hat? Nein, das war im 8. Jahrhundert. Und die Malereien sind nachher? Die sind 11., 12. Jahrhundert. Ah, ja, okay. Ja. Und das ist... Du fotografierst alles, was du kannst, haben sie mir gesagt. Und ich mache das auch. Ich mache Lichtbilder und du machst Fotos.
Nein, wir hören nicht mehr, was die da schnurren und so. Das machen wir nicht. Wir tun einfach, und ich tue dann daheim das auswerten. Das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich den Initiationsweg beschrieben. Ich habe zuerst beschrieben, ein bisschen über den Grottenzyklus von Dasein, so heisst das Buch. Und es ist auch wieder nur ein dünnes Buch. Und habe eine kurze Einleitung müssen machen, natürlich, was ist Meditation und was ich was und so. Und was ist was ist Tathagata-Meditation, denn um das geht's. Und die sind ja lang bekannt unter dem falschen Namen Dhyani-Buddha. Und sie haben mit Buddha nichts zu tun. Das ist ein Mantra, das im tibetischen Buddhismus häufig vorkommt. Auch wieder mit 5 psychologischen Begriffen, ich würde das so nennen, in Buddha-Form. Das heisst, es geht übers Herz und es sind keine zornvolle Gottheiten, das geht über den Kopf. Die Zornvollen sind immer der Intellekt. Mhm. Und die aus dem Verstehen kommen, aus dem eigentlichen Verstehen kommen und nicht analysierend sind, das sind die Buddha, die friedvollen Buddhas im Tibetischen. Und das hat mit dem Zusammenhang. Also du sagst, das, was man so als Jhani-Buddhas bezeichnet hat, ist eigentlich eine Fehlbezeichnung? Ja, es ist Tathagata. Also Tathagata ist ja eigentlich das Wort, das der Buddha für sich selber gebraucht hat, oder? Nein, Tathagata ist der so gekommene wie gegangene. Aber er hat einmal von sich selber mit es dem ist ein geredet, ewiger oder? Fluss. Ja. Er ist einfach ein Teil von dem Fluss. Ja. Und eben, ich manifestiere mich jetzt so und ich gehe wieder so. Und die 5? Und das sind die 5, das ist eigentlich eine Imagination. Und die haben so eine Art wie bestimmte Qualitäten, ja, oder? Wo man dann kann übernehmen. Und von denen schreibe ich dann. Und wenn man das macht, dann sagt er mit den Farben, es ist also bei mir gegangen, das ist meistens blau, das ist Akshobhya. Und dann ist es Ratnasambhava. Und dann ist es Amida. Und dann ist es Amoghasiddhi. Und in der Mitte ist es Vairocana. Das ist weiss. Und das sind die Farben, die du in den Mantra-Fähnchen hast. Also blau, gelb, rot, grün, weiß. Und das habe ich dann dort kurz beschrieben. Und dann habe ich mal gedacht, und ich habe dann die mal eine Zeit lang die visualisiert und habe gedacht, statt jetzt weiter zu meditieren, mache ich mal einen Unterbruch und dann mal über die Tathagatas visualisieren. Und das ist eine hochspannende Ergebnis gegeben vom meditativen Erfahren. Mhm. Und das habe ich dort beschrieben. Aber es ist nicht das von der absoluten, endlosen, wortlosen Ebene. Mhm. Also, was Bodhidharma nennt im Gespräch mit dem Kaiser Wu, endlose Weite. Es ist eine Vorstellung und mit dem gehst du weiter. Und am Schluss kommst du in die endlose Weite. Das ist dann im Vairocana, in der Mitte. Du gehst also ums Herum. Und das sind die Himmelsrichter, das sind alles Hilfsmittel. Und da kommst du auch dazu. Und da habe ich mal probiert. Darf ich noch etwas fragen? Ja. Warum hast du dem was hast du gesagt, Initiationsritus oder das Buch hat geheißen, die Höhlengrotten von dazu, ein buddhistischer Initiationsweg. Initiation ist ja sonst eigentlich im Buddhismus ein Wort, das nicht so gebraucht wird, oder? Nein. Weil eigentlich machst
machst du ja wie selber auf den Weg und eben es passiert dann einfach. Und die Initiation ist ja häufig etwas, also wenn man so im Ägyptischen oder so anschaut, wo dann auch durch Priester quasi gemacht worden ist. Warum ein Initiationsweg? Weil du kommst von oben vom Kloster kommst in Stufen runter. Und dann hast du einen Weg, wo du so rundherum gehst und dann über eine Brücke an den Anfang zu, wo aber nicht der Anfang ist, sondern du fängst nebenzu an und das ist dann der Schlusspunkt. Und in jeder von diesen Höhlen, in jeder von diesen Grottenteil ist ein Teil von der Lehre, die du machst, eben wie bei dem Mandala, über die Tathagatas, wo du realisierst und damit Schritt um Schritt weiterkommst, bis du dann in der letzten Grotte alles weg ist. Und das ist eine Initiation auch, von Grotte zu Grotte. Das ist die Meinung. Und glaubst du, dass das einfach eine Darstellung war, wo man das quasi festgehalten hat? Oder ist man dort wirklich durchgegangen? Ich vermute, das war für die Mönche so gewesen. Und die Mönche haben die angeleitet, auch die Besucher, die Pilger, die gekommen sind, durch den Weg zu gehen mit ihren Anleitungen. Und man konnte in die vor die Grotte sitzen oder drin. Es hat zwei, wo man reingehen kann. Und die anderen sitzt man davor und hat einfach die Bilder. Ja. Und wo du dort warst, du hast gesagt, was die Chinesen erzählt haben, ist so ein bisschen, nicht so toll gewesen. Aber hat der Ort auch noch, weißt du, so eine gewisse Energie gehabt, oder ist er auch ein bisschen überlagert durch den ganzen Tourismus? Hat man noch etwas gemerkt, wenn man dort ist? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ja. Ich war so beschäftigt mit einfach fotografieren. Ich habe gewusst, das ist ein Weg, das will ich erst daheim können gehen und entziffern. Und daheim ist dann das geworden. Ja. Ein Initiationsweg mit den Fotos, wo ich sie eingereiht habe und dann darüber geschrieben habe. So ist das. Spannend. Und ich habe dann ich habe gefunden, es hat im Mittelalter in der christlichen Ikonografie gibt's auch verschiedene Farben und es kommen ähnliche Farben vor. Ich werde mal schauen, wie das ist. Christus wäre in der Mitte weiß. Und man fängt an mit der Maria Magdalena, das ist gelb. Das wäre rechts. Ja. Und sie wird häufig in einem gelben, reichen Gewand dargestellt, auch im Eisenheimer-Altar. Aber rechts oder oben? Auch im Eisenheimer-Altar. Also das hätte ich jetzt rechts. Ja. Und dann geht's zum Amida, also rot. Und das ist der Johannes. Und dann geht es grün. Und das ist der Tod. Und dann geht es rein ins Licht. Und es geht dann noch runter, das geht dann so runter. Und das ist blau, das ist Maria, die Mutter. Und dann geht es rein, von beiden Seiten. Und ich habe dann das auch visualisiert und ich habe die gleichen Ergebnisse gefunden. Also in der Meditation, oder? Ja. Und das habe ich auch kurz beschrieben, weil damals sind als ich das geschrieben habe, sind viele, das war Ende 80er Jahre, da sind viele um mich herum sind Christen gewesen, die gesagt haben, also irgendetwas muss bei uns anders sein und so. Und der Rahner hat einmal gesagt, das Christentum des 21. Jahrhunderts wird ein mystisches sein oder es wird nicht mehr sein. Und die sind da umgetrieben gewesen. Und dann habe ich gesagt, also, ich glaube, ich sehe einen Weg, wo man das könnte machen, wenn ihr einen buddhistischen Weg, aber mit christlichen Figuren gehen, dann gäbe es christliche Figuren, die man so könnte einsetzen wie die 5 Tathagatas und könnte das machen. Haben denn die auch
die gleichen Qualitäten? Ja, das weiß ich nicht, das müssen wir erst erfinden. Aber weißt du, die Tathagatas, die 5, die haben ja alle eben so bestimmte Qualitäten, die man dann wahrscheinlich auch visualisiert, oder? Ja. Und entspricht dann die christlichen Figuren dem? Wenn ich sie auslöse vom christlichen Umfeld, sondern einfach nur auf das gehe, was ist das? Das große Mitleid. Maria Magdalena. Was ist das? Johannes. Die tiefe Verbindung, wo ins Jenseits geht. Was ist das mit der Maria, der Mutter, wo die tiefe Liebe ist, wenn man weitergeht? Was ist das mit dem Sterben? Wenn man das als Tor nimmt und dann ins grosse, unendliche Licht hineinkommt. Mhm. Dann kannst du das auch mit diesen Figuren machen. Mhm. Und der Erich, der hat das gelesen und der sagte, du, das ist... da werden alle denken, der spinnt. Aber Das ist dein Verleger, der Erich, sorry. Ja, der Erich Kerleta. Damals der Verleger vom Oktopus Verlag. Und er hat gesagt, ja, also er findet das gut. Er hat das auch sofort probiert. Und das funktioniert bei ihm. Und dann erst kommt dann der eigentliche Initiationsweg, Beschreibung von der Grotte von Dasel. Das ist alles das Vorspielen Art. Mhm. Und wo ich finde, man muss den Leser reinführen, damit er das versteht. Weil der Initiationsweg, der ist chinesisch, denkt man, ist ganz anders. Aber dahinter steht das Gleiche. Mhm. Einfach andere Symbol. Und man hat vorher jetzt die Buddhisten gehabt, nachher haben wir die Christlichen gehabt, jetzt haben wir die Chinesischen. Mhm. Das tut natürlich noch eine andere spannende Frage auf, nämlich führen alle Religionen letztlich quasi am gleichen Ort? Ja, sicher. Es gibt keinen anderen Ort. Das ist klar. Wobei, eben, aber das ist ohne Dogmatik. Sobald Dogmatik da ist aus. Dann kommen Kreuzzüge und alles, oder? Ja, dann fängt die Ideologisierung an. Da wird es zur Ideologie und die Religion ist tot. Die Spiritualität ist tot. Die Religion nicht. Warum? Religion kannst du nur für die 3 abrahamitischen Religionen verwenden. Der Begriff gab andere Religionen. Buddhismus, Taoismus, Shintoismus, alle indischen anderen Religionen. Also, das geht nicht. Auch der ganze Hinduismus. Das ist keine Religion. Es ist kein Zurückbinden in ein geschlossenes System. So das Durchbrechen von jedem System. Mhm. Damit ist es keine Religion. Damit ist es alles. Es ist Philosophie, es ist Naturwissenschaft. Es ist Psychologie. Tiefe Psychologie. Es ist einfach alles miteinander. Die Trennung ist ja typisch westlich. Mhm. Die gibt es nicht. Ich habe lange gehabt, ich habe gedacht, ja, schick das mal, den Text schicke ich mal, der buddhologischen Abteilung von der Universität Wien. Die haben das durchgeschaut und haben gesagt, das ginge bei ihnen nicht. Sie sagen, das hat mit Buddhismus nichts zu tun. Denk noch. Und dann habe ich gesagt, ja, bei den Psychologen kannst du es auch nicht unter tun. Bei den Theologen kannst du es auch nicht unter tun. Das ist alles aufgetrennt. Mhm. Das geht nicht.
Also muss es ein buddhistischer Verlag sein, der offen ist. Das hat dann der Erich Skaleta begriffen. Ja. Und sind die Bücher noch erhältlich? Ich weiß es nicht. Weißt du, jetzt muss man halt antiquarisch schauen, wenn es einem dann interessiert. Also ich habe schon ein Exemplar. Ja. Ich kann dir die Bücher geben, Sehr gerne. wenn du das willst. Ernst, wir sind bei 3 Stunden doppelt so lang, wie ich normalerweise mache. Ui. Es stimmt, also du bist wirklich noch topfit. Wir könnten, glaube ich, noch mal eine Stunde weitermachen. Die Themen würden uns nicht ausgehen, aber es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass ich zu dir kommen für das Gespräch und dass du aus deinem Leben erzählt hast, dass du deinen Zugang zum Buddhismus und der Meditation ein bisschen erzählt hast. Und super spannend. Du wirst die grosse Qual haben, wenn du das kannst auf, weiss ich, was immer, wie viele Minuten das du hast, abbrechen. Das werden wir sehen. Danke auf jeden Fall viel mal. Ja, bitte. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich freue mich über deine Rückmeldungen, Gedanken zu dieser Folge oder auch Vorschläge für spannende GesprächspartnerInnen. Ich hoffe, du hast aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen und wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.